Alter wie im Arsch und jetzt müsst es gehen. Geht's jetzt? Bitte sagt's mir, es geht. Warum schau ich überhaupt schon wieder aus? Es war ich gestorben. Keine Ahnung. Hey, Timmy Boy, Popomann, ich hör mich nicht mehr selber. Jetzt höre ich mich selber. Das ist eine geschmeidige Sache. Sag, es kommt mir an! Hau! Oh, das war schön. Schöne Tröte. Hashtag schöne Tröte. Grüß Gott beieinander. Übrigens, Biergarn eine Micker. Ja, ich weiß schon. Wo, VR, wo zur Pimmelung? Was ich dir sag? Das ist ein guter. Muss du mich schauen. Ah, das wird nicht langweilig. Herr Dahner, merci dir. Kuss auf die Nuss, Timmy Boy. Kriegst du dir daheim übrigens. Nix Weihnachtsgeld oder Urlaub. Bausparer, Bitch! Ja, was mir fällt, dass ich aus meinem Ich muss kurz überlegen, 2013 habe ich meinen Bausparer aufgelöst. Da habe ich 10 Jahre ungefähr eingezahlt und habe gleich 1200 Euro gekriegt. Ich habe dann gefragt, was für ein Haus, dass ich mir da davon kaufen soll. haben sie gelacht und gesagt, schau, hast du lang gewinnst. Ton verzögert? Moment, das muss ich mir selber anschauen. Gefragt, was für ein Haus, dass ich mir da... Überhaupt kein Ton ist verzögert, da bin ich wieder angelangt worden. Hey, Kevin! Mir ist wieder ein Resub, Alter. In 51 Monaten ist es absolut gestörte Scheiße, so schaut's aus. Fluffy Cut, ebenfalls, Kuss auf die Nuss. So, Kinder, jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen. Wieso sitzen die da so? Sag mal, wir haben doch sonst den Monitor nicht so krass da einer dran müssen, dass ich nie beim Chat sitze. Was ist denn das? Warum bin ich so weiß? Was ist denn schon wieder kaputt? Alles ist aber kaputt. Warum höre ich mich selber? Leck mir am Arsch, was weiß ich. Wir verlieren auf alle Fälle schon wieder Frames. Müssen wir Quali oben dran, hilft nicht. Wer immer das war, merci dir, dreimal oben auf 20 übernehmen. Das weiß kein Mensch, warum das Internet manchmal geht, manchmal nicht. Andal, merci für den Resub. Habe die Ehre an den Wein Stefan, an den Josef, an den Chris, an den Zelda Queen, an den Fahr, an den Maxi, an den Herrn Hogelberger, an den Herrn Danner, an den Extremen, an den Firehunter, an den Heck, an den Joel von Spreebel, an den Valmano, an den Proxy, an den Mike, an den Tims, an den Flip vom Nase, an den Marcel, an den Markus, an den Ceres, an den Christian, an den Lukas, an den Baumgartner, Sepp, an den Jodel Max, an den Fahr, an den Freaky, an den Stabil, an den Nau und so weiter, was das ist. Der Black Creeper mit 10 Monaten. Halt, zweistellig, Alter! Zeit ist one. Ich weiß eh, was es ist. Mein Himmel, Herrgott, selig, Gott sei Dank, dass wir die, ich sag, das hat so lange da, das hätte man früher machen können. Ich habe einfach nicht gewusst, dass das bei Streamlabs funktioniert. Herr Fazzo, merci dir, Daisy, merci dir, Kuss auf die Nuss, Mr. Black Creeper, merci dir, wen haben wir, hab ich irgendjemanden übersehen, ich weiß es nicht. So, was mir jetzt schon wieder, warum? Ja, du weißt es, was es ist, ne? Ja, du weißt es, was es ist, oder? Warum kommen eigentlich die scheiß Webcam auf der Halterung nicht dran? Es ist so, als dass hier ein Schrott da herin, das ist unfassbar. Keine Ahnung, ich bleib jetzt einfach da sitzen, es wird schon passen. Kann ich von da einen Chat lesen? Weiß ich nicht. Alex, wie alt wohnt sie? Fix, hat mich schon gefreut. Ja, ich nicht, genau deswegen der wir heute, was wir deren. So, was ist. Fabdose, merci dir. Kuss auf die Nuss, Stefan, merci wieder. Alter, 62 Monate. Wie viel Jahre handeln 62 Monate? Das kann ich in meinem behinderten Kopf nicht ausrechnen. Jetzt muss ich da stehen auf. Pass auf. 62 geteilt durch 12 und einfach 5,16 Monate. Das ist der totaler Geschubster. Bürger, auf geht's mit Fletzmark. Herr Stahlinger, merci dir, es ist so viel und du weißt es. Kuss auf die Nuss. Freibelätschen, merci dir, so um Punkt 10 noch. Schalt mir die Töne aus. Dann kann ich vielleicht einmal kurz, wie soll ich sagen, erklären, warum ich hab keinen Bock. Ich sag's euch, was ist. Bin auch bloß ein Mensch, hab auch mal einen mittelmäßig guten Tag und einfach keinen Bock auf Zocken. Und der Tag ist heute. Momentan geht alles ein bisschen drunter und drüber und ist ein bisschen chaotisch und keine Ahnung. Ankündigen, ändern, hochladen. Ja, vergleicht's mit dem Fettsack, ist mir scheißegal, Alter. Madonos liken, saufen die bei YouTube, was? Was, man kann Donations liken? Wie mir jetzt? Max! Max, jetzt wieder eine Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Jetzt kann ich wenigstens anhand des Tons endlich unterscheiden, wer ein Nice-Mitglied ist und wer ein Holz-Mitglied ist. Merci dir. Grüßli Müsli! Sebauer, merci wieder ein Zwickel. Paarfuchs, merci wieder ein Resub. Mehr Begaffe. Ab nächsten Monat sind es 5 Jahre. Das ist wirklich heftig. Ich sag das ist, wir haben nicht fast ab wann, ich glaube am 25. Januar. Das ist ein guter. Muss man mal schauen. Da muss man mal schauen. Ja, schauen wir mal. Jetzt müssen wir unseren Schmidbauer Mani heute die nächsten zwei Jahre hören. Pitty Boy, merci dir. Hab die Tage mit meiner Okolonzen 10 gestritten, hab da eine Tube Senf geholt und ihr auf den Arm geschmiert, um sie zu besänftigen. Ich fand's sau witzig, sie nicht. Das nächste Mal machst du ein Video davor, ich glaub, der kein Wort. Weil es die totgeschlagen hat. Sag's, was es ist. Beziehungsweise hätte. Pitty Boy, merci. Herr Reisinger, merci wieder ein Resub. Kuss auf die Nuss an alle. So!
Les mir bitte meine Donation. Der Löwensee hat eine Donate, die Säcke nicht. Doch da ist. Habe ich ihre Bier, Gott sei Dank, dann kann man heute mal nicht schlecht beim Zuschauen werden, ist leider so bei VR. Und das ist genau also ein bisschen der Grund. Am Montag ist mir wieder eingefallen, warum das Ding 3 Jahre lang mindestens, oder sagen wir seit Alex 2 Jahren da oben gelegen ist. Mag sehen, erst wieder ein Resub. Aber dritt mit heute Qualitätscontent. Uts. Mag sehen, Kuss auf die Nuss, mehr wieder ein Resub. Löwensepp, mehr wieder eine Donation. Kuss auf die Nuss. Das Einzige, was mir noch nicht gefällt ist, normalerweise sollten eigentlich wie früher halt auch die Donations ab einem bestimmten Dings vorgelesen werden. Das funktioniert noch nicht so ganz. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden. Ja, das ist mir 100-mal lieber als 25 Mal auf der Bierbänk, bla bla, da schieß, wie gleich. Punisher! Merci, Kuss auf die Nuss, Fabi ebenfalls. Aber drückt miteinander, aber drückt zurück. Und man kann finally endlich die Nachrichten von den Resubs da unten lesen. Das ist auch ewig nicht gegangen. Ja, das hat Streamlabs einfach eingeführt, währenddessen und das einfach nicht mitgeteilt. Das ist ein ganz kleines Dropdown irgendwo am Arsch der Welt in die Alert Variations drin. Das weiß der Teufel, wie lange es das schon gibt und ich hab's nicht gewusst. Ja, ist eh wurscht. Ist ja eh wurscht. So, Schluss jetzt mit Alert Sounds. Ich sag das, was es ist. Ist mir halt total wurscht. So, nochmal. Es war angekündigt, ja, ankündigen, hochladen, rendern, Reihenfolge, scheißegal. Padre, jetzt wieder ein 18er, so wie das ist, Kuss auf die Nuss. Endlich, Zeit ist geworden. 1,5 Monate. 1,5 Jahre, Entschuldigung. Was waren vor 1,5 Jahren so? Ja, so direkt nach der Sommerpause kannst du die Siege, gell? So direkt nach August so. Ja. Foxy! Alter Kapitalist, du machst das doch aus Monitor. Nein. Wir sprechen nicht darüber. Schluss. Das ist auch einmal eine gute Übung, dass ich vorher einmal einatme, bevor ich Leute im Chat dann nehme. Okay? So, Foxy, merci dir. Weil ich es übrigens immer noch, ich hab's am Montag schon gesagt, weil ich es einfach immer noch frage, dass ihr Memberships habt. Ja, bei dir auch, Wölf geht. Schluss, aus. So nebenbei, bei Moss kannst du faul sitzen bleiben beim Zocken. Das ist nicht. Ich sag das, was es ist. Die VR-Geschichte, das hat schon einen Grund, warum die da 2 Jahre rumliegt. Es ist weiterhin nichts anders wie eine Spielerei. Ich hab mir selber also ein bisschen einen Stream dann noch mal angeschaut, ich hab mir ein paar es ist schon lustig, ja. Ich muss gestehen, ich hab mir die Szene noch mal angeschaut, wo ich mit dem Hund mit dem Fuß Fanger sprühe und so. Und wenn ich selber lachen muss, dann ist es meistens ein gutes Zeichen. Und es kommt extrem selten vor. Also ich lache halt nicht über meinen eigenen Scheiß meistens, sagen wir es so. So, das muss ich mir mal schnell her sitzen. Aber was wir auch schon lange nicht mehr gehört haben, can you do... Oh, nein. M-Set! Kuss auf die Nuss, welcome to the squad. Dankeschön, ab in den Chat, habe die Ehre an den M-Set. Bist du nicht auch schon, du bist doch auch schon seit Anfang oder bei deinem Namen kenne ich doch M-Set. Den kenne ich doch. Ah, weiß ich nicht. Danke dir, Kuss auf die Nuss. So, ich muss noch Mathe lernen und kann mich als Volldepp nicht auf 2 Sachen gleichzeitig konzentrieren bis nachher. Merkst du, das kann ich auch nicht, tu dich nicht rein. So, Lügenbürger, gerade waren es 3 Jahre. Was? Was hab ich gesagt? Hab ich schon wieder irgendeinen Scheiß erzählt? Weiß ich nicht. Dominik! Jetzt hab ich da lang nur zugeschaut, jetzt wird's Zeit, dass ich dir mal ein bisschen Lips gebe. Nein, wird's nicht. Das ist keine Verpflichtung hier. Ja, Gnade! Kuss auf die Nuss, den haben wir sie wieder entwickelt. So, nochmal. Es ist nach wie vor eine Spielerei. Wenn ich überlege, wann haben wir mir die VR-Brillen gekauft, ja, aber haben wir am Montag auch ab und zu mal drüber geredet, oder ich glaube, so 2019, da wie der Alex rausgekommen ist und so weiter, das Ding hat über 1.000 Euro gekostet. Über 3.000. 1.000, Entschuldigung. Ich habe gerade da von irgendjemandem gelesen, kaufst du also die Vision Pro für 3,5K. Gut. Deswegen ist mir jetzt gerade 3.000 rausgerutscht. Es gibt keine gescheiten Spiele. Es ist einfach ein unkamperter Klumpen auf deinem Kopf. Es funktioniert geil. Da brauchen wir nicht schmerzen. Es liegt auch früher am Spiel. Das ist ein bisschen so ein clunky Bullshit war da am Montag und so. Das hat mich selber auch ein wenig genervt. Da haben wir eh drüber geredet. Aber ansonsten ist es die Steam-Brühen. Ja, genau. Valve Index heißt's. Und ist ein unfassbar geiles Stück Hardware, brauchen wir nicht schmerzen, funktioniert super, sitzt auch gut, da brauchen wir nicht schmerzen, aber das ist einfach nach 2 Stunden, das ist einfach unangenehm. Und ich bin so extrem anfällig für Motion Sickness, dass mir einfach, auch wenn man während dem Stream nichts feit, dass man danach einfach schlecht ist. Und das zieht sich bis in den nächsten Tag ein. Ich mag sogar fast behaupten, ich habe gestern auf Nacht noch mit dem Flash, mittlerweile kennt man ja, der ist Server-Admin, zumindest in den Streams, habe ich gestern noch Minigolf gespielt, das ist sehr witzig, da musste ich vorher umeinander fuchteln und umeinander tun, was weiß ich, ist aber auch nichts für den Stream, so wirklich, glaube ich.
Selbst da danach ist mir schlecht. Meister und LFD, welcome to the squad, Kuss auf die Nuss, ab in den Chat, habe ich dir Meister. Herr Meister, 77, du bist doch auch schon 100 Millionen Jahre dabei. Lustigerweise, jetzt warte mal, warum habe ich deinen Namen im Kopf? Jetzt lass mich ganz kurz überlegen. Thema Twitch. Ich habe heute, da muss ich jetzt wieder über 5000, jetzt Schluss jetzt wieder, Alter, Scheiße! Sag mal, muss ich mir jetzt noch eine zweite Browserquelle einstellen, die Sachen da kleiner macht, weil das in einer Tour, es ist einfach scheißegal, ob da ein Ton kommt oder nicht. Mike, bei dir ist es auch fragwürdig, sag ich, was es ist. So, Tischplatten sind schon mal drin. Machen wir noch dreimal Setup wieder aufbauen, hoffentlich der letzte Umbau. Ach so, 57 Monate haben wir auch schon da. Falle, aus dem Handgelenk geschüttelt. Mike, merci dir. Grüß die Frau. Bio-Beni, merci wieder ein Resub. Meister. Genau, so, zum Meister. Jetzt pass auf. Was? Ja, ich bin aber gerade auf Psy-Reha. Oh, das ist das neue moderne Wort für Irrenhaus. Entschuldigung. Du, ich habe auch Leute im Freundes- und Bekanntenkreis, die sind sprichwörtlich auch im Irrenhaus, weil offensichtlich eine Depressionswelle durch die Menschheit durchfährt, wie ich es so noch nie aktiv mitgekriegt habe. Dirk! Merci dir auf weitere Monate und Jahre mit dir. Das hoffe ich doch wohl sehr. Vielen herzlichen Dank. Kuss auf die Nuss. So, Herr Philipp Eder, ich verzeihe jetzt nicht 25 Mal hintereinander, warum zur Scheißhölle mir halt kein VR spielen, habe ich gerade erklärt, musst ein bisschen zurücklaufen lassen. So, jetzt pass auf. Wo haben wir stehen? Warum? Genau, Meister. Ich habe mich heute irgendwann, wie bin ich da drauf gekommen? Wie bin ich überhaupt drauf gekommen, dass die Option besteht, dass wir eventuell wieder auf Twitch streamen? Habe ich vergessen. Dann habe ich kurz überlegt, war das gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Muss ich mit euch schmatzen. Fühlt sich auch genauso irgendwie seltsam an. Momentan ändert man schon sehr viel Sachen, so ein bisschen. Fühlt sich genauso seltsam an, wie damals, wie Twitch dann auf einmal weg war. Sag ich dir, wie es ist. Der Meister schreibt, alles gut, wird wieder, aber ich war der dir schwulen Witze erlaubt hat. Nice! Das habe ich nicht mehr gewusst, sag ich dir, wie es ist. Aber das war eine wichtige Offenbarung, Meister. Aber ich weiß, dass du schon sehr lange dabei bist, weil ich heute in einem anderen Video von mir deinen Namen gelesen habe im Chat. Und genau darum, weil das Einzige, was mich stören würde, wenn wir mir wieder parallel auf Twitch streamen, dass die Bildqualität erstens mal wieder zurückgeht auf nur Full HD, was auch überall hingelangt hat, aber halt wieder auf 6000 KB. Das heißt halt einfach die Bildqualität, ja. Da ist nichts mehr mit 2K und nichts verschwommen und so ein Scheiß. Daisy schaut dann teilweise wieder aus wie ein kleiner Batz, okay? So. BioWare, merci wieder Mitgliedschaft, Kuss auf die Nuss. Opti, merci wieder eine 6 Monate, Stefan, merci wieder einen Euro. Wolltest du nicht vorhin sagen, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe? Can you do this? Ja, wollte ich, das geht aber mit dem Stuhl nicht mehr. Also, I can't do this. Merci dir. Ellen Payne, merci dir für die Wurstaktion. Was für eine Wurstaktion. Echt, am Montag für den? Ja, da machen wir einen Short draus. Ja, genau, so. Also jetzt mal so was. Twitch, das war der einzige Nachteil. Sag ich dir, was ist? Dass die Bildqualität etwas darunter leidet. Okay? War das wirklich schlimm? Ich meine, es ist 5 Jahre lang, fast 4,5 Jahre lang, vorher auch gegangen und kein Mensch hat sich beschwert. So wirklich so, weil geschaut, das beschissen aus. Natürlich in Horrorspielen, wenn es ganz finster ist, damit ja jeder weiß, was ich so meine, hat man dann diese Artefakte im Battle. Artefakte sind, ja fuck, wie erklärst du das jemandem? Verpixelte Stellen, die ihr seht. Ich sehe die natürlich nicht. Das ist dann die Übertragung und das Rendering und der Codec etc., der das verarbeitet und um Daten zu sparen, einfach die Qualität von selber ein bisschen oberschraubt. Das ist kein absoluter Weltuntergang, aber es war schon ganz nett jetzt, wie lange streamen jetzt YouTube only, seit Juli, oder? Juli, gut, August war ich nicht da. Juli, September, Oktober, November, Dezember, Januar, also seit einem guten halben Jahr. Wenn man in August dazu nimmt, sogar länger wie ein halbes Jahr, fast 3/4. Und das hat mir schon ganz gut gefallen. So habe ich mir, so gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu, so habe ich mir aber auch so ein bisschen schön geredet, dass wir nur noch auf YouTube streamen. Sag ich dir, wie es ist. Sag ich dir freiwillig, wie es ist. Weil, wenn natürlich die größte und wichtigste Streaming-Plattform wegbricht,
für jemanden, der sich kurz vorher dazu entschieden hat, dass er eigentlich nur noch Streams macht und das versucht so gut zu machen, wie er kann. Ist das ärgerlich. Seien wir uns ehrlich, deswegen liebäugle ich schon so ein bisschen, wenn ich die Möglichkeit wieder kriege, auf Twitch zu streamen, das habe ich damals auch gesagt, dann tue ich das wieder. Weil ganz ehrlich, die VODs, die aus diesen Streams hier entstehen, haben deswegen auch nicht mehr Aufrufe oder bringen irgendwas weder monetär noch reichweitenmäßig. Ganz im Gegenteil. Wir haben ein Minus-Abos, seit wir das deren. Das haben wir noch nie gehabt. Was auch jetzt nicht der Weltuntergang ist, da schauen die Zahlen so, oh mein Gott, da steht ein Minus davor, das war noch nie, bla. Nein, das sind halt dann die Leute, die haben wegen How-Tos gekommen und so weiter und die gibt's halt nicht mehr. Und die kann ich schon nachvollziehen, dann so mit, Alter, was der spät den ganzen Tag ist, Scheißdreck, weg damit. Kann ich schon nachvollziehen. Dann ein sehr oft geschriebenes, wie soll ich sagen, ein oft geschriebener Grund, wie der Herr Brunner gerade schreibt, Twitch-Chat ist einfach angenehmer als auf YouTube. Da stelle ich immer gern die Frage, was genau ist der Unterschied? Es gibt nämlich nicht viel. Finde ich. Ja, wie ihr das seht, ist mir wurscht. Das, ihr könnt euch ja dann entscheiden, schaut's auf Twitch, schaut's auf YouTube. Ich glaube, dass der YouTube-Videoplayer ist um Welten, ich wiederhole Welten, besser als der auf Twitch. Leid! Selbst wenn ich's wegignoriere, ihr hört's einfach nicht auf! BioWare, welcome to the squad. Ihr Pain, merci wieder ein 20er für die Wurstaktion. Es ist 2 für die Wurstaktion. Mal abgesehen davon, aber ihr werdet mir 2 Bagel Würste verkaufen. Herr Ecker, merci wieder ein 5er. Hab ich blöd, bin auch wieder da, schöne Grüße aus Israel und sagt bitte in Volk einen schönen Gruß dem Beidelgesicht. Hey, Volk, du Gackerlgoschen. Schönes Wort erfunden. Ja, im Plätschern findet man immer schöne Wörter. Schöner Gruß von mir und vom Ecker. Kuss auf die Nuss. Website, merci dir. YouTube nein machen müssen, einer wollte mein Profil ohne Fragen. Was? YouTube nein machen müssen, einer wollte mein Profil ohne Fragen. Also du hast im Prinzip dein altes Profil verloren und jetzt hast du einfach ein neues. Wurden sie gehackt? Hackerman! Wahrscheinlich schon. Mr. M-Set, merci dir. Reisinger Max, ebenfalls merci. Ja, die ersten Streams, an denen ich mich nur erinnern kann, war Dead Space und so. Schöne Grüße aus dem Nachbarland. Dead Space war sprichwörtlich. Dead Space war direkt nach Resident Evil 2 Remake, wenn wir fast auf den Tag, genau vor 5 Jahren, mit Gaming-Streams regelmäßig angefangen haben. Das heißt schon 5 Jahre, da bist du total geschubst. Ja. Felix! Merci wieder Mitgliedschaft. Kuss auf die Nuss, welcome to the squad! Ab in den Chat, Felix, habe die Ersten! Ja, mein YouTube geht halt auf dem TV. Es ist ja generell nichts Schlechtes. Ja, jeder kann für sich selber dann entscheiden, möchte er auf Twitch schauen, möchte er auf YouTube schauen. Es ist ja mir wurscht dann. Hauptsache gleich schon zu, das ist das Einzige, was mich interessiert. Sag ich auch freiwillig, was es ist. Und haben wir damals schon zu Genüge gehabt. Ob jemand nochmal, wenn ich mir da jetzt wieder was weiß ich, irgendwo hinschmerz, es ist keine Pflicht, hier Mitglied zu sein. Was soll das? Und es hat damals schon Leute gegeben, die schauen auf Twitch zu, sind auf YouTube aber Mitglied. Was ich damals schon nicht verstanden habe. Aber gut. Ricky Boy! Ich finde YouTube kommod, weil Stream schaue ich am Fernsehen und Chat am Handy. Ist mit Twitch am Fernseher nicht so geschickt. Bei mir zum Beispiel geht Twitch am Fernseher auch überhaupt nicht. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich selber fast kein Twitch konsumiere. Und dann kommt noch dazu, auf YouTube konsumiere ich zum Beispiel keine Livestreams. Weil es einfach immer noch, und da verstehe ich YouTube nicht, da kann man sehr gerne mal drüber unterhalten, warum das eventuell so ist. Warum YouTube, auch gerade jetzt, wo es Twitch richtig, denen geht's schlecht, mal abgesehen davon. Twitch geht's nicht gut. Twitch hat vor ein paar Wochen, vor 2 oder so, ein Drittel, das muss man sich vorstellen, ein Drittel seiner Belegschaft gekündigt. Jetzt stell dir mal vor, bei dir in der Firma da drin ist was los und die müssen von 100 Leuten 33 ausstellen. Oder 30. Dann geht's der Firma nicht gut. Okay? Und das hat 5000 verschiedene Gründe. Die haben zig Millionen Verträge und darum kämen die ja in letzter Zeit mit so viel Scheißdreck daher. Auf einmal gibt's auf Twitch Werbung. Ja, sie zwingen Streamer so ein bisschen eine Sponsoring-Angebote auf und verbieten uns, dass ich zum Beispiel da mein Merch größer als 5 auf 5 Pixel, was ist das eigentlich für eine Behindertenregel, präsentieren, so ein Kass. Ich sag's euch freiwillig, wer es ist, ich werd's trotzdem da. Also da scheiße ich drauf. Was hat das für einen Sinn? Wir können uns nachher auch gerne mal die Regeln vom Simulcasting durchlesen.
Also die Regeln, die Twitch aufstellt für Streamer zum Thema gleichzeitig auf mehrere Plattformen streamen, was ursprünglich im Juli der Grund war, warum ich Twitch gecancelt habe und müssen habe. Da waren die Regeln so klar, du streamst dann auf einer anderen Plattform gleichzeitig aus. Ja gut. Das ist aber mittlerweile ein paar Mal geändert worden. Man darf jetzt wieder, weil die auch gespannt haben, dass richtig große Streamer sich auf YouTube oder sonst wie verpissen. Und unter bestimmten Bedingungen halt. Und die kann man uns einmal anschauen, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ich habe das heute mal wieder gelesen, ob sich da nochmal was geändert hat und die das nochmal gelockert haben. Weil die Leute trotzdem... Heute oder gestern oder heute, weiß ich nicht, habe ich irgendwo ein Video gesehen, Pokimane. Kennt jemand Pokimane? Ich glaube, die größte Streamerin, die es gibt. Und wenn nicht die größte, dann eine unfassbar große. BioWare! Der 20 ohne Nachricht! Wer tut da lassen, auf was geht? BioWare, merci dir, das ist zu viel und du weißt es. Herr Schwarz! Da habe ich schon wieder ein bisschen das Gefühl, das Mitglieder mitgehört. Kann es sein? Weiß ich nicht, was da wieder los ist. Kuss auf die Nuss. Welcome to the Squad, Matti. So. Pokémon, nein, Pokimane heißt sie. Das ist ihr Name. Ich hab mich auch oft nicht auskennt, wenn der Name gefallen ist. Ich schaue früher amerikanische Streamer, aber im VOD-Format. Asmongold, Beispiel. Da habe ich das gesehen. Die geht weg von Twitch. Das ist die nächste. A Dr. Disrespect. Sprichwörtlich, literally. A face of Twitch. Ist gegangen. Schon vor einer ganzen Zeit. Aber trotzdem. Dem geht's immer noch gut. Ja, das wird auch wunderbar funktionieren da mit YouTube Only. Brauchen wir nicht schmerzen, das machen wir jetzt seit über einem halben Jahr und es scheint zu funktionieren. Passt schon. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich Twitch wieder dazu nehme, die größte Streaming-Plattform, die da ist, und mir ja vornehme, aktuelle Spiele, auf die ich Bock habe, Palworld zum Beispiel, zum Spielen und so, dann habe ich auf Twitch einfach die viel größere Chance, dass mich neue Leute, die mich noch nicht kennen, mal reinschauen und vielleicht hängen bleiben. Und für das hier mache ich das hier übrigens. Ja? Wie soll ich sagen, mein innere famegeile Fotze, die je mehr Zuschauer, je mehr Spaß macht's. Wenn ich merke, Zuschauer werden weniger, wird mein Spaß weniger. Und dann brechen wir halt auch einmal Spiele ab oder spielen wir nicht fertig oder sonst was. Und jetzt erzähle ich gerade beim Volland im Augenwinkel, man kann tatsächlich Donations liken. Are you fucking serious, YouTube? So ein Scheißdreck baut's dann schon ein. Also wirklich Scheiße, die keine Sau nicht braucht. Herr Volland! Kuss auf den Nuss, mehr so wie den Zehner. Servus, du die Wurst, wieso ich kein Gaming Stream? Herr Volland! Das habe ich Anfang des Streams 4-mal erklärt, muss ein bisschen zurücklaufen lassen. Ich glaube, dass die Frage noch 28 Mal kommt. In kurz, ich habe keinen Bock. Ganz einfach. Kuss auf die Nuss. Und Herr Winkler, Messer wieder über die Rösing. So. Fina Foxy ist immer noch auf Twitch. Ich weiß nicht, wer Fina Foxy ist. Das ist irgendeine OnlyFans-Hure. Das ist auch was nicht in den Griff kriegen, aber gut. So, jetzt mal so. Famegeile Fotze hier, bla bla bla. Und ja, so, it is what it is. Was sagt ihr? Ist das eine gute Idee oder ist das eine schlechte Idee? Back to Twitch. Simultaneous. Ja, also parallel. Wie früher. Wie wir es 5 Jahre lang gemacht haben. 4,5 Jahre lang gemacht haben. Gatschi, der Bürger, freu mich jetzt mal, wenn's was angehst, das hat immer Hand und Fuß, muss ich sagen, Respekt. Ja, momentan nicht. Ich sag das, was ist momentan nicht. Momentan ist ein bisschen der Wurm drin. Aber gut, bin auch bloß ein Mensch. Muss man auch mal durchwursteln. Schöne Grüße aus der Steiermark. PS, mehr gibt's nicht. Da kaufe ich mir lieber ein Leiberl mehr von dir. Ja, jetzt rechtfertigt man uns noch für Beträge in Donations. Gatschi, merci dir. Herr Volland, noch mehr merci. Ah, den habe ich schon gelesen. Wieso kein Gaming-Stream? Habe ich gerade schon beantwortet. So, wenn's die nicht beschneiden, ja, ansonsten nicht. Ja, das ist jetzt die Frage, ob ich mich beschneiden los. Und ob ich mich überhaupt beschneiden muss. Es gibt einen einzigen Paragraphen, den ich nicht ganz verstehe. Ja, dann schauen wir uns das einfach miteinander an. Ich habe das schon offen. Vielleicht kann mir das jemand erklären. Das ist nämlich ein langer Satz auf Englisch und der, wie soll ich sagen, da muss jetzt da mal noch schnell einer schauen, nicht, dass man da irgendeinen Scheiß machen, den keiner was angeht. So acht, ja, passt. So, jetzt pass auf. Das muss doch für dich passen, muss doch für dich, ja, das sowieso auch.
Aber, und jetzt erkläre ich mal, Herr Schwarz, wir sind in 13:28 Uhr. Ich weiß nicht warum 13:28 Uhr, aber Kuss auf die Nuss. So, jetzt pass auf. Das muss für mich passen, ja, mal in erster Linie, es muss aber mittlerweile auch für euch passen. Okay? Das ist ein ganz furchtbar wichtiger Punkt. Wir haben so viele Zuschauer. Wir haben so eine große Community aufgebaut. Und vor allem, ich habe so viele Leute, ich nenne das jetzt einfach einmal Leute, die hier Geld investieren. Ja? Und Mitglieder sind. Viele. Sauber zu viel, als wie ich mir jemals vorstellen hätte können. Und damit fühle ich mich natürlich in einer dauerhaften Bringschuld. Okay? Dass ich nicht einfach aufhöre. Ich kann nicht sagen, ich mag gar nicht aufhören. Um das geht's nicht. Es macht immer noch Spaß. Momentan ist ein bisschen ein Würstel drin, so mit, was heißt momentan? Ich habe jetzt nicht gemeint, VR war voll geil. Montag war ich fast gestorben, nicht die ganze Nacht fast durchgespimmt. Ja, war doch nicht so geil. It is what it is. Aber so wenn ich so grob einen Chat überfliege, hat keiner irgendwie ein Problem damit. Ich wüsste jetzt auch nicht, was für ein Problem das gehen hat. Die Jessie schreibt, jetzt mal eine blöde Frage, warum kacken hier so viel auf YouTube rum? Da darf er ja sowieso auch bleiben. Also mal ganz klar, falls das falsch verstanden wurde. Es ist dann wie früher, also was heißt früher, wie vor einem halben Jahr, ich streame auf YouTube und Twitch gleichzeitig. So wie wir das 4,5 Jahre gemacht haben und es hat nie Probleme gegeben. Nie. Und es hat immer passt und it is what it is, quasi. Ja? Der Black Creeper schreibt, ehrlich bin ich nicht zu 100% dafür, I don't know, ich mag alles einzigen YouTube-Streamer, die sehr gern, aber wenn du durch Twitch mehr Spaß hast, do it. Ja, was heißt durch Twitch mehr Spaß hast? Man erreicht einfach andere Leute nochmal und die gehen halt auf YouTube, geht das komplett flöten. Und das, für das mache ich das da, ja? Damit Leute meine Sachen sehen, die ich mache. Weil sonst keiner fängt einen YouTube-Kanal, Streaming-Kanal, sonst was an mit dem Hintergedanken, hoffentlich sagt mich keiner. Ja, da lügt daher jeder an. Ganz einfach. Und auf YouTube baust du mit Streaming keine Community auf. Du wirst nicht größer. Ganz im Gegenteil. Gut, es war ein großer Content-Typ-Bruch, dass das bei uns da kleiner wird anstatt größer, das ist klar. Aber du gewinnst keine Abonnenten, du gewinnst keine neuen Leute, weil sich auf YouTube nun mal niemand einen Stream reingondelt. Wenn ich zu dir jetzt sage, such dir mal auf YouTube einen Streamer, der gerade Palworld spielt. Was tust du denn dann? Was tust du dann? Das wisst nicht mal ich. Und ich bin YouTuber seit 2 Tagen. Sag ich dir, wie es ist. Das ist absoluter Zufall. Ich krieg ab und zu mal, wenn ich ein Video anschaue, habe ich rechts in die Empfehlungen drin, natürlich Videos haufenweise und ab und zu mal dazwischen ein Livestream, wo unten das kleine rote Live-Mackerl drauf ist. Ja, es ist ein totaler Scheißdreck. Herr Volland, hörst du jetzt einmal auf mit 20 Minuten zum Schmeißen? Heute wieder der Lohn gekommen. Hast du nicht vor 5 Sekunden noch geschrieben, mir ergibt? Nein, das war der Gatschi. Entschuldigung, dann habe ich mich vertan. Herr Volland, merci dir. Schluss jetzt mit der Gackler. Was ist denn mit euch? Ihr seid 20er Mitglieder, 20er Micke. Bye, Volland, Sepp. Kuss auf die Nuss. Bussi aufs Nussi. Subtiler Hinweis, nehmt den Donation-Link da hinten her. Ich erkläre jetzt nicht nochmal, wie viel Geld das ihr da gerade YouTube in den Arsch puttet, aber ja, Dankeschön. Meine ich ernst. So, Reisinger Max schreibt für ein neues Headset. Wieso, was für ein neues Headset? Das ist doch tipptopp, Alter. Das war das einzige, ja, ich hänge das irgendwie da auf und dann fuselt es ein wenig aus. Der Eternal Sun schreibt, der unterhält sich anscheinend gerade mit dem Sprengi. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts irgendwie aus dem Scheißdreck reiß. Ich dachte sogar, den YouTube-Chat darf er nicht mehr einblenden, wenn Twitch wieder am Start ist. Aber ich habe auch nicht mehr geschaut, was sie geändert haben. Der Meinung war, ja, ich lese euch jetzt das mal vor. Jetzt passen wir auf. Folgende Regel, und das ist ja wirklich der einzige Paragraph, der eventuell Probleme macht, oder ich verstehe ihn falsch, oder ich habe ihn vor einem halben Jahr falsch verstanden. Kann also, hört jetzt einmal auf mit der Scheiß-Donnerei! Ich versuche was zu sein! Stefan! Ich suche Palworld und nach der Suche gehe ich drunter auf Live und hab die Livestreams dazu. Ja, okay. Funktionieren tut's. Aber tut das jemand? Also jetzt ernsthaft, sucht jemand auf YouTube da herin nach Livestreams? Das tut doch keiner. Das ist, weil YouTube eigentlich auch keine Livestream-Plattform ist.
Ein Drumble, bei mir ist wieder ein Resub. Geh halt auf TikTok und mach Matches mit dem Ja, macht er das immer noch, ich verfolge ihn nicht mehr. Ich sag, das ist eine sehr eine hanebüchene Scheiße mit dem Wongler, da immer noch drauf zum Hackeln. Der Typ, Alter. Na, Spaß, uns gefällt es am meisten, wenn es dir am meisten gefällt, mach Twitch, mach YouTube, wir sind da. Das habe ich ja damals schon gespannt. Das hat am Stream überhaupt nichts abgebrochen, glaube ich, dass wir von Twitch weggegangen sind. Aber ist dann die Frage natürlich, bringt es dann was, wenn ich wieder zurückgehe zu Twitch? Weiß ich nicht. Weiß nicht, Digi. Komm nicht weiter aus dem Telefon! Fix mal! Weber, merci dir! Ich weiß nicht, warum du sofort ausblenden worden bist. Sonst komm ich kaputt! Herr Vorland, merci, Schluss jetzt mit der Scheiße. So, der Dampfler schreibt, lol, der Stream aktualisiert sich nicht, wenn man einen Clip erstellt. Herzlichen Glückwunsch, YouTube. Ja, jetzt pass Obacht. Ich lese jetzt mal den Paragraphen vor. Simulcasting Guidelines Twitch. Da machen wir einfach mal die Internetseiten auf. Wir können das auch mal. Warte mal, hab ich irgendeine Szene da, wo ich das einblenden kann, damit ihr auch was seht? Ja, sag mal, wir sitzen heute da. Ich muss jetzt da mal weiter Vierer kommen. Ja, damit ihr meine Fresse riesengroß in der Fresse drin habt. Machen wir so. Warte mal, was ist denn da heute? Das hat doch sonst nicht so umeinander geschissen, der Schund da. So, jetzt mal da. Schluss jetzt mit der Donaterei. Timmy-Boy, merci dir. Kuss auf die Nuss. YouTube-Video, wo? Da. Schauen wir mal. Ist da irgendwas, was... Um Gottes Willen, was ist das? Okay, da muss ich schnell... Hilft nicht. Da muss ich schnell umbauen. Du, das wird ihm nicht helfen. So, da machen wir jetzt Phase 1. Achtung. Ja, hey, hallo, ich habe 10 Minuten vor Streamstart habe ich beschlossen, dass wir mir... Das machen wir so... So, erstmal machen wir einen Chat klar. Das ist mal Phase 1. Dann klappen wir das zu. Dann machen wir mal Cam. Ja, ich habe natürlich normales da ein Greenscreen, darum ist die so riesengroß. Dann machen wir so. Jetzt bin ich riesengroß. Dann machen wir mich da unten kleiner. Ja, helft jetzt nicht. Ich bin da unten. Hallo, schönen guten Abend zusammen. So, das haben wir. Das ist die eigene Seite für genau diese Simulcasting Guidelines, und ich versuche das jetzt so gut ich kann auf Deutsch zu übersetzen. Mir ist es übrigens ein sehr wichtiges Thema. Ja, deswegen machen wir das heute. Profi-Streamer macht Profiszenen oben rechts. Was ist oben rechts? Profiszenen oben rechts ist da gar nichts. So, jetzt bei so. Simulcasting Guidelines. We believe in giving you the freedom to simultaneously stream on other services. Das heißt, sie glauben daran, dass es das gute Sache ist, im Prinzip uns die Freiheit zu geben, dass man parallel auf anderen Plattformen streamen wird. Zum Beispiel, da gehört ja nicht bloß YouTube dazu, da gehört TikTok dazu, da gehört Facebook dazu, da gehört Instagram, ich glaube, kann man auf Instagram streamen mittlerweile, ich weiß es nicht. Durchaus möglich, keine Ahnung. Macht der Cam oben rechts, sieht man nicht damit. Achso, ist besser? Ist das hier besser so? Und machen wir es nämlich so. Du, wie es einer am besten passt, mir ist das total wurscht. So, lass dir das von ChatGPT übersetzen. Das war der Tab, den ich vorher... Jetzt pass auf, genau das machen wir jetzt, pass auf. Das war nämlich genau der Tab, den ich vorher noch aufgemacht habe, zum Schauen, dass da nicht irgendein... Da tue ich oft für einen Podcast, da Sachen zusammen. So, hey, übersetz mir bitte Folgendes. Machen wir so, zack, zack, zack. Und dann übersetzt er uns das. Geht vielleicht ein bisschen schnell. So. ChatGPT, beste Erfindung. Wir glauben daran, dir die Freiheit zu geben, gleichzeitig auf anderen Plattformen zu streamen, möchten jedoch sicherstellen, dass die Benutzererfahrung auf Twitch nicht beeinträchtigt wird. Das kann ich ja verstehen als Plattform, ja, dass ich da nur die Reichweiten mitgehe und dann am jeden sage, hey, komm auf YouTube, da schaut das Battle besser aus, da ist der Ton besser, da ist alles besser, da ist keine Ahnung, bla. Das kann ich nachvollziehen, das ist da die als Firma auch. So, und jetzt kommen die drei Punkte über Nummern nicht wirklich, gell? Und wir das zu und das zu. Kommen die drei Paragraphen in dem Sinne, ich meine, viele Regeln sind es im Prinzip eh nicht. Du stellst sicher, dass die Qualität der Twitch-Benutzererfahrung deines Simulcasts mindestens so hoch ist wie die Erfahrung auf anderen Plattformen oder Diensten, einschließlich deiner Interaktion mit der Twitch-Community, beispielsweise über den Chat. So, das ist ein bisschen eine Behindertenregelung, weil Twitch beschränkt mich
eben auf die Bildqualität von 6000 kbps. Sagt jetzt die meisten nichts, aber einfach nur, wie das Beutel mit wie viel Datenmenge übertragen wird. Ja, die Alerts da unten sind irgendwo hinterm Chat. Gebt halt einfach eine Ruhe damit, wir waren das. Niedermeyer, Flo, merci für den Zwickel, Timmy Boy und Jan, merci dir. So, stell die Seiten auf Deutsch. Gibt es da deutsche Seiten? Da gibt es keine deutsche Seiten, glaube ich. Doch, tatsächlich, da. Gibt es da Deutsch? Machen wir Deutsch. Es gibt so viele Optionen, ich bin maßlos überfordert. Das war ein richtig guter Tipp. Hab ich nicht gesehen. Ja, keine Ahnung, mal dann da, warte, dass ich da, mal dann da drunter Flaggen hin, du Spacko, außerdem ist ja wurscht. So, das heißt, da ich auf Twitch nicht mehr wie 6000 KB zusammenbringe, bin ich gezwungen, halt natürlich auch auf YouTube wieder mit Full HD und 6000 KB zu streamen. Also mit einer Auflösungsstufe niedriger als jetzt. Und mit ein bisschen weniger Qualität. Weil die letzten 7 Monate war das Battle einfach mit doppelt so viel Datenqualität. Und das war besser, da brauchen wir nicht schmatzen. Das haben wir in die Horror-Streams gesehen. Aber gut, ist jetzt nicht so, dass das andere unschaubar wäre, weil alle auf Twitch mit 6000 kbps streamen. Nicht bloß ich. Alle. Ich glaube, nicht mal Partner, Twitch-Partner und so weiter haben bessere Bildqualität. Ist ja irgendwo verständlich, die müssen das hosten. Und das kostet einen Haufen Geld. Einen Haufen Geld. Und das ist auch das, warum Twitch immer noch keine grünen bzw. schwarzen Zahlen schreibt. Und darum kommen sie in letzter Zeit mit so vielen Änderungen mit. Es kommt jetzt Werbung, es wird das Sponsoring aufgezwungen. Ich darf keine externen Sponsorings mehr größer bewerben als so und lauter so ein Scheiß. So, zweiter Absatz. Wir legen bei Twitch großen Wert auf die Community und wissen, wie wichtig es allen Zuschauern ist, als Community mit einbezogen zu werden. Das verstehe, das will ich auch. Ja, ich mache hier die Livestreams, um mit euch zu interagieren. Ihr schaut's live zu, weil ihr interagieren könnt in Form vom Chat. Es gibt aber auch genauso viele Lurker, die einfach zuschauen. Aber selbst bei denen bin ich mir sicher, so geht's mir zumindest, ich schaue zum Beispiel extrem viel Asmongold. Und ich interagiere da mit, ich habe glaube ich da im Chat noch nie interagiert, da habe ich noch nie was geschrieben. Aber er ist mir wichtig, dass er da ist. Damit ich, wie soll ich sagen, mitlesen kann, was die Leute so meinen, was so schreiben, wie die Stimmung ist, um was es geht und so weiter. Das halte ich für wichtig. Deshalb darfst du keine Links zu anderen Plattformen veröffentlichen oder deine Zuschauer anderweitig anweisen, Twitch zu verlassen, um deinen Simulcasting-Stream anderswo anzuschauen. Das heißt, wo veröffentliche ich Links? Da im Beutel. Das verstehe ich nicht. Ist dann der Link im Chat durch mein Chatbot, wenn jemand zum Beispiel Ausrufezeichen Merch einschreibt? Ja, wobei, das bringt ja nicht zu meinem Simulcast, sondern zu meinem Shop. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden so, haben wir ja oft gehabt früher, Birger, wieso kann man bei dir nicht zappen? Also Mitglied werden auf Twitch quasi, was dasselbe ist wie eine Mitgliedschaft auf YouTube. Bloß, dass auf YouTube was kostet und eine echte Mitgliedschaft ist und nicht der Prime-Scheiß. Dann darf ich nicht sagen, das geht bei YouTube nicht, weil ich kein Affiliate oder Partner bin. Das geht nur auf YouTube. Das darf ich dann nicht. Kann ich leben damit. Das ist mir wurscht. Das interessiert mich nicht. Könnt ihr euch dann gegenseitig im Chat schreiben. Das geht sowieso immer. Da muss ich mir gar nicht drum kümmern. Das geht nicht, weil keine Ahnung. Denke, du darfst beispielsweise den Link zu YouTube nicht im Chat anpinnen und sagen, hier YouTube. Ja, ich glaube auch, dass das, wie soll man das, da hast du recht, Mr. Irrsinn, Rainer, ich glaube auch, dass das lest sich sehr scharf. Die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird, oder was weiß ich, wie man da sagt. Wenn ich jetzt natürlich alle 5 Minuten wirklich ganz aktiv sage, Leute, geht's auf YouTube, weil, was weiß ich, da ist viel besser, da verdiene ich mehr Geld, keine Ahnung, was weiß ich was, dann darf ich das als Twitch auch nicht gern sehen. Sage ich zum Beispiel bei mir im Discord auch nicht gern, wenn irgendjemand kommt und sagt, hey, kommst zu mir im Discord, der ist voll toll. Kann ich auch nachvollziehen. Aber genau das ist jetzt der Punkt so ein bisschen, diese 3 Regeln haben doch vor ein paar Wochen noch viel schärfer geklungen.
Das haben's doch geändert. Und ich hab's nicht mitgekriegt. Oder? Weil ich mich halt auch nicht mehr mit Twitch auseinandersetze. Ich meine, ich hab eigentlich damit abgeschlossen, dass ich mich damit befasse. So. Und hab dann darauf gehofft, dass wenn sich was ändert, dann krieg ich schon irgendwie mit bei einem anderen Streamer, den ich anschaue. Beziehungsweise YouTuber. Die Steffi schreibt, darfst zum Beispiel dann auch nicht sagen, kommt schnell auf YouTube zur Abstimmung. Das ist natürlich wieder so eine Geschichte, die Abstimmung, die hat sich dann natürlich wieder erledigt. Das ist natürlich auch, wir haben dann auch wieder den alten Chat, der dann gemerged ist, was jetzt auch noch ein Problem wird. Das wird das allergrößte Problem. Das ist auch das einzige Problem, das mich so ein bisschen aufhält, aber das macht ja keinen Sinn. Jetzt pass auf, letzter Punkt. Du darfst keine Drittanbieterdienste verwenden, die Aktivität von anderen Plattformen oder Anbietern während deines Simulcasting-Streams mit deinem Twitch-Stream zu kombinieren. Das ist überhaupt kein deutscher Satz, sie haben das geschrieben. Nochmal, du darfst keine Drittanbieterdienste verwenden, die Aktivität von anderen Plattformen oder Anbietern während deines Simulcasting-Streams mit deinem Twitch-Stream zu kombinieren. Das ist kein deutscher Satz, oder was soll das heißen? Wir haben ja übrigens, warte mal, ich kann noch größer mal. Wir haben ja übrigens da. Etwa, lesen wir vielleicht einfach mal weiter, vielleicht wird da ein Satz draus. Etwa durch das Zusammenführen des Chats oder andere Funktionen, damit die Twitch-Community Teil von sämtlichen Aspekten deines Livestreams ist. Was ist da gemeint? Ich habe da immer hineininterpretiert, zum Beispiel Alerts von Donations. Dann darf ich aber generell auf Twitch keine externen Alerts mehr oder sagen wir es so, ich darf keine YouTube Superchats einblenden. Warum nicht? Mitglieder-Alerts von YouTube schreibt der Springi. Wieso hinten mal? Der Chat da unten ist schneller, wie den ich da sehe. Was ist denn das wieder? Mitglieder-Alerts von YouTube. Davon kann die Twitch-Community kein Teil sein. Ja, und von Superchat auch nicht. Teil heißt für mich Teil. Chat zusammenführen. Der erste Satz hebt sich da mit dem zweiten auf, oder? Snusbeni, genau das ist mein Problem so ein bisschen. Ich darf euch nicht trennen. Ich soll euch teilhaben lassen. Alerts nur Twitch ones, aber dann darf ja niemand mehr ganz normale Donation Alerts einbauen. Ja genau, Cube Twister, genau so sehe ich den Widerspruch auch. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Erstens, Twitch-Leute müssen überall dabei sein, zweitens, du darfst nicht. Ja genau, und das kapiere ich nicht. Und keine Ahnung, ja. Der Dampfler schreibt, kannst du nicht theoretisch verstecken, welcher User von Twitch oder YouTube kommt? Einfach ein Chat nur die Usernames. Ja. Und das ist, ja, natürlich kann ich das. Ist das damals gegangen? Das passt mir an. Da wird jetzt da wird mir jetzt irgendein Passwort anzeigen oder sonst irgendwas. Einloggen. Das Einzige, was da jetzt in die Hosen gehen kann, jetzt wo ist denn der? Ich habe den Restream-Chat nicht mehr installiert und nix. Da kann ich jetzt nicht nachschauen. Vor allem mit YouTube verbinden. Ja, das funktioniert jetzt auf die Schnelle nicht. Das funktioniert jetzt auf die Schnelle nicht. Ich sag das, was ist. Ich sag's dir, wie es ist. Meine Gedanken. Twitch schreibt, lesen wir mal noch komplett fertig, weil da ist noch ein wichtiger Satz. Wenn du dich nicht an die Simulcasting-Richtlinien hältst, verwarnt Twitch dich zunächst, bevor wir Maßnahmen gegen dein Konto ergreifen. Das bedeutet, ich lösche mein komplettes OBS-Setup, so wie es jetzt ist, nicht, wie ich es letztes Mal gemacht habe, sondern ich erstelle ein zweites Profil und mache das. Okay? Ich glaube, ich bin gut, das machen wir einfach. Und ich passe, also dann kommt der Restream-Chat wieder. Es heißt nämlich dann nirgendwo mehr, wie es auf Google heißt, ich darf den Chat etwa durch Zusammenführung des Chats oder andere Funktionen. Ja, aber wenn ich einen Chat nicht zusammenführe, dann grenzt sie ja irgendjemanden aus. Aber ein Dampfler, seine Idee ist eine ganz gute. Wir sagen wir die Leute im Chat,
die bei mir im Beutel sind und das nur die ersten 10 Minuten von jedem Stream und am Schluss halt noch, wenn wir uns unterhalten oder wie jetzt die ganze Zeit, machen wir unkenntlich, wer von welcher Plattform ist. Ganz einfach. Und das, was der Max der Quamperte schreibt, genau, das ist natürlich der springende Punkt. Ausgrenzung der YouTube-Leute wollen's. Sie wollen die anderen, es geht ja nicht bloß um YouTube, es gibt ja noch andere Plattformen, Kick etc. Sie wollen die Ausgrenzung dieser Plattformen. Das wollen's. Damit sie der Platzhirsch bleiben. Lasse YouTube-Chat teilhaben, aber lass sie nicht teilhaben. So verstehe ich es oder bin ich zu blöd? Julian, mir geht's ähnlich, aber ich glaube, ein Dampfler, seine Idee ist eine ganz gute Idee. Dass man den Chat einfach so, wie es jetzt ist, anzeigt, ohne Twitch-Icon, ohne YouTube-Icon. Jeder User ist einfach gleich. Ja, gleiche Farbe, vielleicht auch einfach bunt, wie es halt früher auch war und so weiter. Aber man sagt nicht außer, wer von wo kommt. Was mir auch wurscht ist, sag ich dir ganz ehrlich, wer wo schreibt, ist mir scheißegal. Hauptsache, ich muss nicht 2 verschiedene Chatfenster einblenden. Was macht das für einen Unterschied? Weil das darf er laut diesem Text. Ja, ich darf es nicht zusammenführen, aber ich darf 2 Chatfenster einblenden, wo einmal YouTube drüber steht und nur mit Twitch. Was ist das für eine hirnverbrannte Scheiße? Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand von Twitch aktiv hergeht und meinen Kanal oder irgendeinen Kanal deswegen verwarnt. Was ist das für Blödsinn? Und wenn sie es deren, dass ich eine Verwarnung kassiere, dann switchen wir wieder zurück, YouTube only, fertig. Ja, sind wir gleich wieder fertig. Dann ist es halt gut. Also, bannen lasse ich mich nicht von Twitch deswegen, das ist ja auch klar. War ärgerlich, den Kanal zu verlieren. Das ist doch so ein bisschen Plan B. Soll ich wirklich aus irgendeinem Grund einmal auf YouTube irgendwas falsch sagen oder da oder was auch immer und ich kassiere einen Bann, dann bin ich fort vom Fenster. Das ist ja auch Bullshit. Und die Frage ist, früher war es ja auch schon so, bis vor einem halben Jahr, sämtliche Alerts sind völlig identisch. Ob du das jetzt, es gibt ja, ich werde nach wie vor kein Twitch-Partner nicht sein, weil, das ist auch die Frage. Lesen wir mal weiter. Häufig gestellte Fragen. Gelten diese Richtlinien für alle StreamerInnen? Ja. Leute, hört sie mal wieder auf mit der Donaterei da unten, hat sie alle vollkommen besoffen. Was ist mit euch? Richie, merci für den Euro. Also keine hochauflösenden Streams mehr, ich gehe jetzt schon scheißen. Die haben deswegen immer nur hoch aufgelöst. Aber sie sind ja kein 2K mehr. Das ist vorher 4,5 Jahre ohne gegangen. Außerdem hat vorher gerade jemand was Interessantes geschrieben, dass Twitch tatsächlich über 4K 60 FPS Streams angekündigt hat. Können wir ja suchen noch, vielleicht finden wir was dazu. Richie, merci dir. Napoleon! Merci dir. Heute gibt es von mir mal ein bisschen mehr. In dem Sinne bedanke ich mich bei dir für deinen Content und die Arbeit, die du da reinsteckst. Machst weiter wie bisher und lass dich nicht obwichsen. Du, ich lass mich nicht obwichsen. Sicher nicht. Aber momentan, weißt du, was momentan also wieder groß ein bisschen Zeit ist? Da reden wir jetzt ja um die Zeit darüber, so ein bisschen die, immer nur im Loch sitzen, Depri-Scheiße, bla. Ja? Dauert jetzt so einen Monat, bis wieder schön wieder mal wieder rausgehen kann. Was ich dann zwar nicht tue, aber es fühlt sich besser an. Der Jakob FL schreibt, 1080p ist kleiner als 440p, das ist richtig. Und bis 4K 60 FPS auf Twitch kommt, wird es Weihnachten. Ja, aber jetzt stellt er Folgendes vor. Ich weiß nicht, wie lange das die Leute da sind. Twitch hätte diese Regelung da mit Simulcasting verboten, nie gebracht. Dann darf man jetzt gerade nicht da sitzen, sondern wir darf man in 1080p und 6000 kbps da sitzen. Mit 60 Frames per Second. Und keiner hätte sich jemals aufgeregt drüber. Genau wie so einem Cast, da ich nicht mehr zu Twitch gehe. Es ist mir einfach wurscht einfach. Sie haben ja die Regeln gelockert, sie haben es verstanden. Sie haben es ja verstanden. Bier gelesen, nein, oder? Ricky Boy, was schon wieder? Hau die 3 Sätze in ChatGPT und frag, wie das praktisch umzusetzen. Das wird der ChatGPT, wird das wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig wissen. Außerdem verlose ich mich doch nicht auf die Aussage einer KI. Ricky Boy, merci dir. Jan, merci wieder ein Zwickel. Flo, Rest, Bussi aufs Nussi. So, bei der Jessie schreibt, bei der Hälfte, die Auflösung ansprechen, bezweifle ich hart, dass die Hardware da ist, die den Unterschied macht. Ich wollte es nicht so direkt sagen. Probieren wir was. Achtung. Pass auf, wir können nicht da Umfrage machen. Ohne dass ich da jetzt irgendeinen Scheiß mache. Machen wir so. Gehen wir da hin. Das ist auch so geil.
Jetzt pass auf. Machen wir so, biegen. So, ich muss in mein eigenes Stream eingehen, ja, damit ich Umfrage starten kann. Super geile Sache, YouTube. Das freut mich wirklich sehr. Mit dem Publikum interagieren. Umfrage starten. Frage stellen. Habt ihr, warte mal, was habt ihr für einen Monitor? Fragezeichen. Ja, nein. 1080p, 1440p aufwärts. Also wer unter einem Full HD Monitor mitschaut, Umfrage starten. So, gehen wir da wieder zurück aus. Dann schauen wir, was passiert. Und wir können die Umfrage gar nicht anschauen, weil die habe ich in dem kleinen Chat gar nicht integriert, was mir jetzt auch überhaupt nicht gefällt. Das bin ich nicht gewohnt, wenn ich da rechts oben bin, das gefällt mir nicht. Machen wir so. Grüß Gott. Was? 70% haben einen 2K-Monitor aufwärts? Okay, komm, halt doch dein Maul! Gut, sehr viel schauen natürlich am Fernsehen. Ja, gut. Gehen wir mal bei Google ein. Achtung, Google. Twitch higher than 1080p. So mal einfach mal. Does Twitch support streaming above 1080p like? Gut, irgendein Reddit-Beitrag. Does Twitch support 40? Don't forget Twitch limits the highest possible quality stream is locked to 1080p 60 FPS anyway. Although official support for 1440 120 streamers is in the works. mwave.com.au. Was ist das? Was soll das heißen? Ja, ich bin ein Mensch, schau ab mit deiner Scheiße jetzt da los. All the other need to Twitch, bla 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 bla, is, warte mal, was ist in the works, hat's geheißen, ja. You also want to consider one other important bit of hardware. Bla, interessiert mich, von wann ist denn der Beitrag? Von letztes Jahr im Februar. Okay. Ich kann mal bei mir selber abstimmen, ich habe einen Monitor. Na, jetzt habe ich wieder einen Kack gemacht. Na, warum druck ich da jetzt mal drauf? Leck mich am Arsch, jetzt sehe ich den Chat wieder nicht mehr. Und wir so sehe ich den Chat wieder. Ja, Gott sei Dank, wunderbar. Ja, gut, wir haben wie viel? Warte mal, 330 Stimmen ungefähr, 60. Machen wir es grob, 65% auf 35% haben 1440p aufwärts. Das ist ja ist schon sehr repräsentativ. Also 3/4 ungefähr, nicht bloß ungefähr, sondern ziemlich genau 3/4 hat einen 2K-Monitor aufwärts. Ja. Und schaut wahrscheinlich aber mit Full HD auf. Schaut wahrscheinlich aber mit Full HD Auflösung. Weil ich die Leute kenne. Und vorher beenden. Ja, passt. Können wir abschließen. Okay. Ja, gut. Also mein Monitor ist eckig. Der Frosch weiß quasi nicht, was für ein Monitor das beieinander hat. Ist auch nicht schlimm. Muss auch nicht jeder wissen. Bei den Horror-Streams ist schon sehr aufgefallen, Bild deutlich besser seit YouTube only. Es besteht ja weiterhin die Möglichkeit, dass man einmal dann 2, 3, 4 Wochen auslässt und dann wieder YouTube ein paar bestimmte Streams, wo es wirklich wichtig ist. Und da sehe ich einen Horror-Oktober, sehe ich wirklich als wichtig auf YouTube only. Dann streamt man nur Horror-Monat nur auf YouTube. Oder Spiele, wo es wichtig ist, nur auf YouTube. Da zähle ich jetzt mal Daisy. Da ist aber noch lang hin, bis wir das wieder spielen. Und Horror Oktober, da ist auch lang hin, bis wir das wieder spielen. Okay. Was bringt der 14er der Auflösung, wenn das Internet nicht mehr wie 1080p außerbringt? Ja, das spielt natürlich. Und da schätze ich jetzt die Community, das ist ja nichts Schlimmes. Da glaube ich auch natürlich, wie viele Leute schauen ein Festnetz hätte ich jetzt fast gesagt, wie viele Leute schauen ein TV-Programm mit einer PAL-Auflösung auf einem 4K-Monitor. Ich möchte es überhaupt nicht wissen. Ich kenne bei mir in der Bekanntschaft keinen, der, wenn er Fernsehen schaut, das überhaupt in HD schaut. Aber hat die ultra krassesten QLED 4K, 8K Monitore und Fernseher daheim, die da haben. Ja? Und es ist jetzt auch nicht so, ich meine, ich habe auch mein Hauptmonitor, mein primärer Gaming-Monitor ist ein 2K-Monitor, meine zwei links und rechts sind Full-HD-Monitore. Und wenn ich da ein Full-HD-Programm anschaue, ein Stream oder was auch immer, oder auf Twitch,
und ich strecke das, dann ist theoretisch 50% Qualitätsverlust. Ja, weil die Pixel müssen irgendwo herkommen. Das ist die doppelte Auflösung. Aber es schaut trotzdem okay aus. Und nicht alles andere, also Gott, das kann ich mir nicht anschauen, was ist das für eine Scheiße. Fernsehschau kannst du nur maximal 1080p, es gibt mit SAT kein 4K-Sender. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht, weil ich kein Fernsehschau. Also, aber wenig ganz extrem selten. Bloß zum Schleudern wird auf UHD auftreten, ja sicherlich. Ja, da wird das 4K-Abo abgeschlossen, ist ja klar. Das HD Plus, was es gibt, ist statt 720p 1080p. Ja. Ja, freilich 85 Zoll und 8K, aber Hauptsache pro 7 schauen. Gibt's genügend. Das ist ja gar nicht schlimm. So. Also eigentlich ist es schon ein bisschen schlimm, weil du kaufst dir für 2.500 Euro einen ultimativ krassen PC oder Monitor oder einen Fernseher und hast keine Ahnung von Datenstreams, sage ich jetzt mal, und redst da dann selber ein, wow, krass ist das Battle gut, aber es ist ja genauso beschissen wie auf dem alten Fernseher. Aber da kenne ich sehr viele, die, ja, egal. Ja gut, lesen wir mal schnell weiter. Vielleicht habe ich ja in den häufig gestellten Fragen, machen wir ein bisschen kleiner, obwohl das war nicht kleiner, ein paar Sachen zumindest drin, die vielleicht ein paar Fragen beantworten. Also, gelten diese Richtlinien für alle Streamer? Ja, es sei denn, du hast eine Vereinbarung mit Twitch getroffen, in der du dich zur Exklusivität verpflichtest. Das wäre in meinem Fall nicht vorkommen, das werde ich niemals tun. Außer die legen mir 1 Million Euro am Tisch dann schon. Aber die Wahrscheinlichkeit ist echt irgendwo da im Erdboden drin. Wenn du nicht sicher bist, ob du davon betroffen bist, wende dich für Unterstützung bitte an den Twitch-Support. Ja, nö. Die schreiben mir nämlich einfach nur zurück, ja. Was wäre ein Beispiel für eine minderwertige Zuschauererfahrung bei Twitch? Da wäre es ja geil, wenn wir 3, 4 Beispiele hätten und nicht bloß eins. Wenn du etwa die Größe des Videos oder die Videoqualität bei Twitch verringerst, sodass sie schlechter ist als auf anderen Plattformen, wäre die Zuschauererfahrung bei Twitch minderwertiger als bei anderen Anbietern. Das wäre ein Verstoß gegen diese Richtlinien. Dann ist die nächste Frage, die ich da stelle. Wer zur Hölle von Twitch geht denn her? Schaut sie die mittlerweile wahrscheinlich sogar Millionen oder Hunderttausende, sagen wir es so, StreamerInnen an und schaut erstens, ob die parallel noch irgendwo anders streamen. Phase 1, wer macht das? Und Phase 2, kontrolliert dann, ob auf YouTube, Kick, keine Ahnung wo, die Auflösung und Datenstream-Qualität höher ist als bei Twitch. Und geht dann im dritten Schritt her und schickt dem eine Verwarnung. Die haben gerade ein Drittel in einer Belegschaft ausgeworfen. Wer soll das denn machen? Nee. Darf ich im Abschnitt Info auf meiner Kanalseite, auf Twitch wahrscheinlich, aber ich muss ein bisschen aufgefahren, Entschuldigung, wo haben wir? Da, ich markiere es euch, damit ihr wisst, wo wir sind. Auf meiner Kanalseite weiterhin zu Dritt-Websites verlinken, also auch zu Plattformen, auf denen ich Simulcasting-Streams zeige, Beispiel YouTube, Kick etc. Ja, darf ich. Da darf ich sogar einen Link platzieren. Oben hat es der Kosten Link verboten. Die Vorgabe, dass du keine Links zu Dritt-Websites veröffentlichst bzw. deine Community nicht anweist, dir anderswo zuzuschauen, gilt nur für deinen Stream und deinen Twitch-Chat. Du musst also keine Änderungen am Infobereich deiner Kanalseite vornehmen. Tja, wenn ich aber so ein bisschen verhindern will, dass ein Twitch-Mitarbeiter rausfindet, ohne dass ich gemeldet werde oder sonst irgendwas, dass ich nur woanders stream, dann lösche ich natürlich meinen YouTube-Link aus dieser Beschreibung. Ich bin ja kein Vollidiot. Okay? Fox McCloud, jetzt wieder ein Fünfer. Also aus den EN-Guidelines übersetze ich richtig. Chat-Merchant, externer Spendenlink, YouTube-Umfrage und so weiter, darfst nicht. Ja, so interpretiere ich es auch. YouTube-Umfrage, sag ich auch ganz ehrlich, YouTube-Umfrage war ein neues, nettes Feature, das dazugekommen ist, wenn wir von Twitch gegangen sind. Das ist jetzt aber nicht kriegsentscheidend, dass ich mach mal Scheiß auf Twitch. Sag ich, was ist. Sonst war ich, wegen dem, hätte ich schon lange gehen können, was ich nicht da habe. Ich bin sprichwörtlich von Twitch gegangen worden. Ich bin gezwungen worden. Die erste Regelung war ja damals, parallel streamen, nein. Ende der Geschichte. Nix Sonderregeln, sonst irgendwas, Auflockerungen, gar nichts. Du darfst nur, als wärst du Partner bei Twitch, nur Twitch-Streamer und frühestens 24 Stunden später woanders. Das VOD veröffentlichen. Also das Video, das aus dem Stream hervorgeht. Und dann bin ich gegangen. Dann haben sie die Lockerungen gebracht. Dann habe ich gesagt, leg mir mal, ich habe keinen Bock.
Und jetzt haben sie, glaube ich, das liest sich nicht mehr wie damals. Liest sich nicht mehr so streng wie damals. Naja, gut. Darf ich Drittanbieter-Tools verwenden, die Aktivitäten wie den Chat von mehreren Plattformen oder Diensten kombinieren, wenn das Tool nur für meinen persönlichen Gebrauch ist? Und das ist 100%ig da vorher nicht gestanden. Ja, du darfst Tools verwenden, die nur für deinen persönlichen Gebrauch vorgesehen sind. Das heißt, der Chat, den ich da sehe, auf meinem zweiten Monitor, nicht den ich da einblende. Das Verbot von Drittanbieter-Tools gilt nur für die Inhalte, die deine Zuschauer bei Twitch oder anderswo zu sehen bekommen. Das Verbot von Drittanbieter-Tools gilt nur für die Inhalte, die deine Zuschauer bei Twitch oder anderswo zu sehen bekommen. Das heißt eigentlich nicht nur der YouTube Super Chat ist verboten, sondern wirklich auch der normale Donation Link. Drittanbieter-Tool, ja, Streamlabs, Tippy Stream etc. Wenn Sie da Donation reinhaut und dann fährt das Ding auf, das ist eine Drittanbieter-Anwendung. Das darf ich nicht. Darf theoretisch kein, was ist das für Schwachsinn? Ich darf beide Chats in einem sehen, das ist richtig, aber ihr nicht. Das ist für eine Behinderung. Oder anderswo haben wir es schon, ciao Twitch. Die Frage ist, wenn das alles gleich ausschaut. Weiß ich nicht. Lesen wir mal weiter. Weiß nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das da damals noch nicht drin gestanden ist, bei der ersten Lockerung. Bin ich mir fast sicher, oder ich habe es nicht gelesen, kann natürlich auch sein. Was haben wir denn da noch? Da haben nur Tweets drin. Twitch-Support vor 2 Stunden. Heads up! We have some scheduled maintenance about to start in 30 minutes. During this maintenance, dashboard errors may appear, including bits revenue. Der interessiert mich ein Scheiß. This is the first month of our communities can work towards increased revenue share. Interessiert mich ein Scheiß. Was haben wir da noch sonst da stehen? Our help articles, quick offers, answer to common question, missing information. Bla bla bla. Ja, liest jetzt doch, um ehrlich zu sein, wieder so, als wäre es ein totaler Scheißdreck. Sorry, aber es ist, wird nicht hier. Muss ich noch mal ein bisschen gerne mal, ist ein bisschen blöd mit dem großen Ding. Ja, ja gut. Haben noch 2 Punkte, machen wir es komplett. Wie kennt ihr eigentlich meinen Stream in der Twitch-Oberfläche als Simulcasting? Gar nicht? Du musst deinen Stream nicht als Simulcasting kennzeichnen, bis wir im Stream Manager eine entsprechende Option einführen. Wir arbeiten gerade an einem solchen Tool. Sobald es verfügbar ist, geben wir mehr darüber bekannt. Diese Funktion soll dann für die Zuschauer transparenter machen, dass es sich um einen Simulcasting-Stream handelt, aber auch uns zeigen, wann Simulcasting für Streamer am sinnvollsten ist. Also im Prinzip sollen echt Streamer freiwillig sagen, dass sie noch woanders streamen und wo und wann und mit was von der Quali und wo. Weißt du, was ich dir sage, Twitch? Nice try. Meine Partnervereinbarung wurde beendet, weil ich Twitch für einen anderen Anbieter den Rücken gekehrt habe. Kann ich mich neu für Partnerprogramm bewerben? Wenn du Twitch verlassen und uns darüber informiert hast, dass du künftig bei anderen Anbietern streamst und somit auch nicht gegen deine Partnervereinbarung verstoßen hast, bist du grundsätzlich berechtigt, wieder deinen Partnerstatus zu bekommen, wenn du dich an unseren Support und fragst nach, blablabla, interessiert mich nicht. Partnerschaft interessiert mich nicht. Na gut. Ja, schmeckt komisch. Still smelly. Sag ich dir, wie es ist. Ich glaube, der Text ist anders. Sag ich dir, wie es ist. Liest sich anders als vor ein paar Monaten, wo ich das letzte Mal geschaut habe. Aber so richtig gut lest das ja auch nicht. Sag ich dir, wie es ist. Punkt 3 ist halt absolut unrealistisch für Simulcast. Ja, es haben so viele Widersprüche in sich. Wieso soll denn jemand woanders streamen, wenn er sämtliche Drittanbieter-Sachen ausschalten muss? Im Prinzip darf er die nicht mehr mit dem YouTube-Chat interagieren, weil ich nicht anzeigen darf. Beziehungsweise ich muss ihn trennen. Dann muss ich mich da so mitten einer sitzen und da
nochmal so einen schwarzen Kasten. Einmal schreibe ich Twitch drüber, einmal schreibe ich YouTube drüber. Und dann gibt's noch andere, die streamen ja, was ich meine, das Optimale, was ich mir schon immer wünschen darf, ist, hey, wie bei Restream zum Beispiel, ich hab eine Plattform, da verbinde ich mich mit alle meine Social Media Kanäle, meinetwegen sogar mit scheiß TikTok, ist mir wurscht, es läuft einfach mit. Ja? Ich habe einen gemerchten Chat, da können alle schreiben, die wollen. Los! Das war das Optimalste, aber sie lassen dich nicht. YouTube schränkt dich nicht so ein. If you smell what Twitch is cooking. Ja, es ist ein bisschen zurückrudern. Noch ein bisschen zurückrudern. Aber nicht wirklich. Naja, dann fürchte ich, hat sich das Thema mal wieder erledigt, keine Ahnung. Dann sage ich ganz ehrlich, hoffe, dass Twitch extrem schlecht geht und dass sie es ändern. Und dass weiterhin so richtig fette Streamer, wie beispielsweise XQC, Pokimane, bla 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 bla, von Twitch weggehen und dass es einer richtig dreckig geht. Sag ich dir, was ist. Das ist eine absolute Hurensohn. Was ist das? Sag selber. Ich kann das verstehen, dass ich Leute daran hindern will, dass ich euch auf andere Plattformen bringe. Etc. Ist alles cool. Aber dass da so umeinander pimmelt wird mit Chats zusammenführen und Drittanbieter-Software, was soll das? Was hat das für einen Hintergrund? Ich verstehe es nicht. Birger, hast du eine Musik im Hintergrund laufen? Ja, ich hab ja eigentlich, was ja heute The Walking Dead Saints and Sinners angekündigt. Und da habe ich mir die alte, gute Soundtrack-Musik von, ich habe meine Soundtracks, die ich mir runtergeladen habe und so weiter, durchgegruschen. Ich glaube, das ist halt der Soundtrack von, lass mich schauen, von, fuck, wir hatten der Dead Space Nachfolger geheißen. Ihr wisst schon, was ich meine. Das war nicht fertig gespielt haben, weil es mittendrin ein Scheißdreck geworden ist und total langweilig war. Callisto Protocol heißt es. Das ist der Callisto Protocol Soundtrack, beziehungsweise Ambient Sound. Kannst du als Programmierer nicht deine eigene Seite aufbauen, also sowas wie YouTube oder Twitch mit deinen eigenen Regeln? Herr Rufus, du wirst lachen, da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Tu dich nicht runter. Tu dich nicht runter. Das war gar nicht so schwierig, dass ich einen Stream per Video auf meine eigenen Internetseiten leite, da gibt es einen eigenen Chat dafür und so weiter. Aber wie benachrichtige ich meine 115.000 plus Abonnenten und 20.000 Follower auf Twitch und auf alle sämtliche Plattformen? Da fange ich bei Null an. Bis ich in die Community verbreite, ey, da gibt es jetzt eigene, was weiß ich nicht, Bürgerwehr TV. BürgerTube, was auch immer, wo mein eigener Stream läuft, wo ich tun kann, was ich will. Und das macht halt auch keinen Sinn, weil das ist ja das, was mir Twitch, YouTube etc. als Plattform bietet, nämlich der Traffic. Ja, die Seitenbesucher, die mich wer soll mich auf meiner eigenen Seiten zufällig finden? Wahrscheinlich noch öfter als auf der YouTube-Streaming-Seiten, ja, aber das macht keinen Sinn. Verstehst? Wie kriegst du die Bandbreite hin, wenn 1500k streamen? Wie meinst du? Das ist auch ein Problem, nicht meins. Das ist ein kleines Problem. Ich muss bloß abliefern. Wahrscheinlich ist eher der Traffic auf der Internetseite dann. Das ist genau das übrigens, warum Twitch keine schwarzen Zahlen schreibt. Und eventuell der Grund, warum YouTube nicht stärker in diese Streaming-Geschichte investiert. Jeder von euch, der gerade zuschaut, generiert Traffic auf der YouTube-Seite. Ja? Daten schicke ich auf YouTube, ihr geht zu YouTube, die Daten schickt YouTube zu euch. Das ist Server-Traffic. Und in einem Stream ist das unfassbar viel. Ja? Je nachdem, wie hoch die Auflösung etc. und so weiter ist. Da haben gerne mal ein paar Gigabyte beieinander pro Person. Ein paar 100 Gigabyte beieinander pro Person. Noch so einem 2 Stunden, 3 Stunden Stream. Und andere Leute streamen 8 Stunden. Und dieser Traffic kostet YouTube Geld, beziehungsweise Twitch. Und sehr viel Geld. Das ist der Hauptgrund, warum Twitch bis heute keine Kohle verdient. Und darum kann das eventuell, also YouTube hat mit sich, also du brauchst mir nicht erzählen, dass YouTube nicht mindestens einmal irgendwann dort gesessen ist und hat kalkuliert, ab rein in die Maschine, der hat mein Rechnungswesenlehrer gesagt,
Bringt's das? Ja gut, ob jetzt 1000 Leute 2 Stunden Stream schauen oder 2 Stunden ein bestehendes Video schauen, ob das viel ausmacht? Ja. Weil ein Video vorher von YouTube verarbeitet wird und runtergerendert wird. Und ich mir sehr gut vorstellen kann, dass da auch Cache sehr viel Rolle spielt und ein Video einfach weniger Datenvolumen hat als ein Livestream, der einfach mit 24.000 kbps zu dir nach Hause transportiert wird. Da glaube ich, ist schon ein Unterschied. Also ich habe im Monat mit Magenta TV 4 bis 5 Terabyte im Monat Traffic. Ja. Hab Zweifel, der private Server kann 1500 Leute zuliefern, wenn jeder mit mindestens 1000p den Stream zieht. Ja, bei Hako hast du absolut recht damit, soweit habe ich jetzt nicht gedacht, dass jeder von den 1500 Leuten nämlich den Datenstream kriegt. Das ist, du musst dir vorstellen, die sind 5 Gigabyte oder ja, 2,4 Megabyte mal 1,5 oder mal 1500 parallel in der Sekunden. Das ist ein wenig was. Und das verursacht so viel Datenvolumen und das kostet einfach Geld. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Nur dazu, Twitch verdient mit den Subs einen Scheißdreck. Das ist alles in die Primes drin. Ich habe einmal, ja, Zahlen habe ich jetzt keine im Kopf. Natürlich kann man auf Twitch auch dem Streamer eine Subscription kann man sich kaufen für 5 Euro. Oder was weiß ich, was da die Beträge sind, habe ich nie gemacht. Wie auf YouTube da auch. Ich kann mittlerweile auch auf YouTube Stufen einstellen. Ja? Mitglieder-Subscription-Stufen. 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Tue ich aber nicht, weil ich, weiß nicht, also ihr verlangt es dann auch, dann tue ich's. Ansonsten interessiert es mich nicht. Der Fünfer ist einfach so, das ist schon immer für mich so der Standard-Sub-Wert. So, das ist nicht zu viel, da wird keiner arm, ich bin nicht reich, alles ist cremig, es ist nicht ausgeschammt, das ist nicht fragwürdig, so habe ich das Gefühl. Und damit verdient Twitch kein Geld. Wenn jeder bloß die Twitch Prime-Scheiße, die schon kostet, wieder im Prinzip ist das kein Geld, das geflossen ist. Das ist eine umsonst Subscription für einen Streamer, den Amazon, Twitch ist gleich Amazon, einfach auszahlt. Darum haben sie auch so ein großes Tamtam gemacht mit, es gibt keine 50-50 Deals mehr bei den Subscriptions. Heißt 2,50 Euro für Streamer, 2,50 Euro für Plattform. Da ist YouTube Welten besser, da ist 70-30, schon immer. Ich hoffe, dass das auch nicht ändern, weil das einfach Schweinerei war. Das heißt, von einer 5 Euro zickelt sich YouTube ungefähr einen Zwickel und ich krieg 3 Euro, grob, nicht ganz. So, das ist fair, weil ohne YouTube, die müssen auch irgendwie Geld verdienen. Da sage ich nichts, okay? Verdienen zwar jetzt viel, aber was soll ich machen? Aber ohne YouTube darf es mir auch nicht geben. Also ich muss irgendwie die Plattform mitfinanzieren und das geht dadurch. Das ist okay, genauso wie durch Werbung etc. etc. Da kann man da alles schon mal schnell reingeflucht. Ja, immer nur Werbung. Ja, aber irgendwie müssen sich diese Dinge finanzieren. YouTube nagt jetzt nicht am Hungertod. Ja, aber Twitch. Und irgendwann hat Amazon Twitch einmal für 1 Milliarde, das muss man mal vorstellen, und das vor 10 Jahren oder so, gekauft. Dass Amazon irgendwann gerne mal von einer 1 Milliarden Investition von der Firma schwarze Zahlen sehen will, ist mir auch irgendwann klar. Und darum werden da CEOs gefeuert, darum kämen sie eine drastischen Änderungen, auch wenn es nicht schön sind, ich befürworte das nicht, aber ich kann es nachvollziehen, was der Plan ist. Ja? Weil Jahrzehntlang Verlust schreiben, okay, gehört ein bisschen dazu, aber irgendwann soll jetzt sich halt einmal dran. Und das tut's halt nicht. Ohne dass man mehr Werbung scheut, mehr, was weiß ich, weniger an Streamer-Subs auszahlt. Vor allem die Primes an. Wenn das Subscriptions warten auf Twitch, die von den User bezahlt werden aktiv nochmal, zusätzlich zu einem Prime, das jeder zweite daheim hat, dann darf da damit Twitch auch Geld verdienen. Aber das tut halt niemand, wenn er eine freie Prime-Subscription hat oder in den wenigsten Fällen, sagen wir es so. Der Jugier schreibt, danke nochmal an einen Dampfe und einen Bertman für die Hilfe bei PC. Morgen soll er ankommen, ich freue mich wie ein Elch. Auch jetzt sagt, da ist wieder Tech-Support am Start gewesen. Das heißt einmal in dem Namen von beiden Always. Gern. Sprengi schreibt, der Schieber, der Anzugträger, wieder Zahlen auf dem Papier rum und wundert sich dann, dass nichts dabei rauskommt. Keine Ahnung von der Stream-Internetkultur. Und das halte ich natürlich auch für ein Problem.
Es sind anzugtragende Arschlöcher. Die sitzen da, die haben genau von Stream- und Internetkultur keine Ahnung. Die sehen bloß schwarze Zahlen auf einem Zettel und die versuchen sie zum dran. Und das unter den Bedingungen, koste es, was es will. Problem ist aber halt auch so ein bisschen, wir machen es alle mit, weil es keine Alternativen gibt. Es gibt keine Alternativen zu Twitch, es gibt keine Alternativen zu YouTube. Schon gleich 3-mal nicht. Der Gauli schreibt, wenn es so einfach wäre mit dem eigenen Server, würde Gronk schon längst auf seiner Seite nur streamen. Schönes Beispiel. Gauli, absolut richtig. Der Bronxy schreibt, ja, dann macht der Bürger sowas, dann bekommt er bald wirklich in die ersten 10 Minuten einen Schlaganfall. Ja, das ist richtig. Stufe 3 Abo, in dem 5! Nein, der mal nicht. Was haben wir noch so? Der Capricorn haben wir noch. Machst der bayerische Mitgliedschaft 5 Euro, die österreichische 100 Euro, die schweizerische 500 Franken. Weißt du, was das Schlimme ist? Wahrscheinlich das sogar funktionieren und die Daten nicht einmal einen Shitstorm dafür kassieren. Naja. Nicht einen Nagelstreifen. Ja, Capricorn, das war der schönste Begriff, den ich heute gelesen habe. Gaudi, da steht's. Ja, aber die nutzt er nur als Speicher seiner Streams und streamt seine Twitch-Streams direkt da drauf. Ja, es ist ja nur normal. Selbst der Gronk, da hat sie wahrscheinlich hart so viele Zuschauer auf seiner eigenen, wenn er es hinkriegen würde, mit der Serverstruktur etc. und das da alles laufen, da hat sie wahrscheinlich sogar ein Gronk hart, die ganzen Leute im gleichen Ausmaß auf seine Seiten zu bringen, wenn er plötzlich von Twitch weg ist. Da muss er sehr viel Werbung betreiben und Aufklärungsarbeit betreiben in sämtlichen seinen Kanälen, dass das wieder so läuft, wie es vorher war. Und da büßt du sehr viel Zuschauerschaft ein. Und da hat kein Streamer Bock drauf. Da hab ich keinen Bock drauf, da hat der Gronk keinen Bock drauf, da brauche ich keinen Fragen, weil für das machen wir's. Ja? Haben wir alles für ihm geile Fotzen. Dann schauen die Ösis nur noch über VPN zu. Funktioniert das eigentlich so unfassbar gut mit der VPN, so mit YouTube Premium und so ein Scheiß? Mittlerweile gibt es ja dieses YouTube Premium Lite und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube 6,99, das ist wirklich okay. Sage ich, das ist wirklich okay. Wenn man extrem für YouTube konsumiert, die Bannerwerbung interessiert keinen Schwanz nicht, aber damit dann YouTube Music braucht kein Mensch. Wobei ich da auch schon ein paar Videos gesehen habe, dass YouTube Music gar nicht so schlecht ist und teilweise mehr Sachen hat wie Spotify. Und auch genauso funktioniert und du hast halt, du sparst das Spotify Premium und nimmst du das andere nicht. Aber gut, muss ich ja selber wissen. Der Bernie schreibt, Österreicher kriegen 40 Gehälter. Vielleicht ist das der Grund für Österreich. Ja, dafür kriegen wir in Deutschland bloß 11. Wenn überhaupt. Lass 10 sein. Von deinen 70% musst du ja an Schmidbauer Mani auch noch was angeben, oder? Freilich, Schmidbauer Mani kriegt alles in den Arsch. Der Cube Twister schreibt, mach nicht ganz was anderes. Was mir an Twitch schon besser gefallen, sind die Emotes. Da kriegst du manchmal einen Sub geschenkt und hast dann die Emotes, ist mir auf YouTube noch nie passiert. Es gibt anscheinend mittlerweile auch die Funktion, auf YouTube Mitgliedschaften zu verschenken. Das ist genau das 1:1 dasselbe wie auf Twitch. Das habe ich allerdings auch nie verstanden. Das hat mir der Dampfler oder der Mike, glaube ich, mal erklärt. Das ist nichts anderes wie, du verschenkst random, also jemand geht her, ich weiß gar nicht, wo das geht, so geht das mittlerweile. Drücken wir mal F5. Drücken wir mal auf Pause. Zeige, dass du Bürger unterstützt. Mitgliedschaft, Supersticker, Superchat, Vorteile nur für Mitglieder freischalten, Mitglied werden. Gut, bei mir selber Mitglied werden macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber Mitglied werden, wiederkehrende Zahlung, jederzeit kündbar. Creator können Änderungen an den Vorteilen vornehmen. So wirkliche Vorteile gibt es bei mir nicht, das habe ich von Anfang an gesagt. Es gibt einen Raum im Discord, ja, aber der nobody gives a fuck, ganz ehrlich. Und es gibt halt die Emojis, die dahinter sind. Aber gut. Das ist auch was, das ärgert mich ein wenig. Dass es keine YouTube-Chat-Emojis gibt, wenigstens bloß 5. Bloß 5. Die ich für meinen Kanal für alle zur Verfügung stellen kann. Und die Mitglieder und Subscriptions haben, wie zum Beispiel da jetzt der, vielleicht weiß ich nicht ganz, von was wir schmerzen, wie zum Beispiel der Timo oder Bierman, die kleinen Namen da herin, die diese 5 Euro Subscription halt einfach haben, aktuell gerade, die haben Zugriff auf mehr. Ja, zum Beispiel folgende Emojis, ich hau das mal in den Chat rein. Zack, 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 ich klicke einfach mal alle durch. Das ist auch was man mehr aufräumen kann und da anständige Emojis rein tun, weil 3/4 das nur Schrott. Zum Beispiel das zeigt da. Blub. Da, was ich jetzt da einer gepostet habe, ich hoffe, es wird auch gezeigt da. Diese ganzen kleinen Beutel-Emojis, bla bla bla. Im Prinzip braucht man bloß ein Emoji und das ist der Keck W.
Da, Stoshi hat es geschrieben. Ja, ein Wulfex sind auch nicht so schlecht, ein paar haben schon dabei, die kann man schon brauchen, der Rest ist ein bisschen Schrott. Die nimmt keinen Schwanz her. Das waren halt die Twitch-Follow-Emotes. Ja, im Prinzip. Oder dass es zumindest Abonnenten-Emotes gibt. 5 Stück. Klangen 5 Stück, Standard-Emotes. Und den ganzen Standardrotz, den YouTube da eine Scheiß, diese ellenlangen Schrott da, den braucht kein Mensch. Kein Schwanz braucht zum Beispiel das da. Was ist da? Ja, und dann noch in 24 Hautfarben. Herzlichen Glückwunsch. Da, das. Was ist das? Warum? Versteht? Totaler Scheißdreck. Aber dann haben wir wieder bei Internet- und Streaming-Kultur Leute, die keine Ahnung haben und darum gibt es das hier nicht. Naja. Haben wir wieder bei It is what it is. Wir sind nicht die Elite. Wer ist die Elite? Haben wir die nicht schon mal umgebaut? Ja, haben wir schon mal umgebaut. Ich hab's zumindest mal probiert und dann war ich wieder zu faul, weil das ja ewig umkampert die Scheiße ist auf YouTube zum Kotzen. Ich find's auch frech, dass ich als Mod dafür zahlen muss. Ja, stimmt auch wieder. Finde ich auch frech. Da hätte ich fast. Nein, sag's nicht. Sag's nicht. So, just don't. Naja. Das Salutier-Emoji geht immer. Ja, gut, das stimmt. Natürlich gibt's ein paar Stani-Smileys, die funktionieren. Brauchercon, etc., etc. Aber ich hätte einfach gern die üblichen. Ne? Ein Kappa-Sepp, PUG-Sepp, KW-Sepp, diese Geschichten. Ja, die 5 Standard-Dinge, da hätten wir schon klar. Würden mir schon reichen, aber gut. Naja, Fazit. Halt, stopp, es bleibt alles wie es ist. Wir haben nicht recht verändern können. Um Likes müssen wir betteln. Es ist 20 nach 9? Möchtest du mich komplett verarschen? Was haben wir mir jetzt da über 1,5 Stunden lang? Bist du behindert? What? Okay. Ich weiß nicht warum, aber herzliche Grüße an den Nachschau-Squad. Grüß Gott beieinander. Drücken Sie bitte den Like-Button, auch wenn Sie nicht wissen, wozu. Wahrscheinlich fährt der heutige Stream wieder 85 Minus-Abos ein, aber langsam ist mir wurscht. Das hilft eh nicht. So, spielen wir jetzt was. Herr Winkler, spielen wir halt nichts. Ich sag das, ich hab keinen Bock. Heute ist einmal so ein Tag, ich hab keinen Bock zum Zocken. Ich will nicht. Der geile Sepp, die hab ich ja schon lange nicht mehr gesehen, Alter. Der, haben Sie wieder geschafft? Kurzwasser bitte, was ist passiert? Was hat's gelangt? Ich hab's gerade gesagt. Ich hab keinen Bock zum Zocken. Wir haben uns Twitch schon geschaut. Hab mir eventuell erhofft, dass wir wieder so streamen wie früher. Hat sich als Bullshit rausgestellt. Es bleibt alles wie es ist. Du hast nichts versandt. Kuss auf die Nuss. Der Wulver schreibt, ich wäre dafür, dass die 5 Barbeni-Stufen vom Discord-Mitglieder-Emotes werden, dass wir auf YouTube auch benutzen können. Die 5 Barbeni-Stufen? Ach, die 5 farbigen Dinge. Haben wir die nicht einmal drin gehabt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Der Wachtermax schreibt, man kann Mitgliedschaften verschenken. Hab's schon ein paar Mal gesehen, aber weiß nicht wie. Das mit den Emoji geht nur bei Mitgliedern. Du könntest verschiedene Mitgliedschaften machen mit verschiedenen Emoji. Ich weiß noch nicht einmal, wo ich da hingelangen muss, dass ich die... Das vergiss ich, gut, das habe ich 2 Mal in den 7 Jahren gemacht, wo ich jetzt da bin, dass ich die Dinger ändert. Warte mal, gehen wir da hier, Kanalmitgliedschaft, ja, standardmäßige Vorteile anpassen, Preisstufen. Ja, ich kann bis zu 6 Preisstufen erstellen, ja, bla bla bla, schauen wir mal, Start. 5 Euro ist das normale, Stufe hinzufügen, Vorteile vorheriger Stufen plus. Eigentlich sollte. Oh, leck, Alter. Da geht halt wirklich. Das geht bis 500 Euro. Es geht bis monatlich 500 Euro. Jetzt mal wirklich ernsthaft. Wir haben ja schon ein paar Leute herin gehabt, brauchen wir nicht schmerzen. Die haben es gnadenlos übertrieben. Vielen Dank dafür natürlich auch, aber stop it. Aber wer geht eine 500 Euro Subscription mit jemandem ein? Jetzt mal ernsthaft. Und das Krasse ist, von denen 500 Euro krallt sich 30% YouTube. Man, es ist prozentual das gleiche wie bei 5 Euro, aber es fühlt sich schon ganz anders an, wenn das wirklich jemand tut. Es fühlt sich nicht mehr mal 100 Euro, ist einfacher zum Rechnen. Wenn du weißt, so, wow, geiler, 100 Euro,
Mitgliedschaft hat jemand abgeschlossen, springst jetzt mal im Kreis umeinander, das ist völlig utopisch, Alter. Oberpfeizer! So, haben wir wieder wach. Kuss auf die Nuss, welcome to the squad. Neues Mitglied, ab in den Chat, habe ich ihre Abfenster. Und 30 Euro gängen an YouTube. Irgendwie zurecht, irgendwie denkt man sich natürlich aber auch, ihr Wichser, hier, was soll das? Und 70 an mich. Darum denke ich mir immer schon, wer einem Streamer, jetzt nicht nur mir, etwas Gutes tun will, nimm den Link und jeder Streamer hat den. Jeder. Wer ihn nicht hat, dem kann ich helfen. Den Donation-Link in der Videobeschreibung, in der Stream-Beschreibung, wo immer. Gibt's da auf extra Seiten. Die habe ich übrigens auch neu angepasst. Ich hoffe, die funktioniert einigermaßen und schaut auch passabel aus. Ein bisschen moderner. Und donate per PayPal direkt an den Streamer. Alles, was ihm da genommen wird, sind die PayPal-Gebühren. Ich glaube, das sind so 30 Cent plus 1,5% oder so. Also von einem Euro, gefühlt richtig viel, bleiben ihm auch bloß 70 Cent. Aber von einem Euro im Superchat bleiben ihm auch bloß 70 Cent. Und du gibst die 30 Cent, in dem Fall PayPal oder YouTube. Da ist es wurscht. Aber sobald die Beträge her werden, 5 Euro, 10 Euro, ja, Austrian, 50 Euro und wie sie alle heißen, dann gingen an PayPal da 1 Euro und der Rest zu 100% sofort verfügbar an den Streamer. Das ist noch das Nächste. YouTube und so Geschichten zahlen dir diese Gelder, weiß ja nicht jeder, erst Mitte nächsten Monat irgendwann aus. Ja, Grotze! Du nächsten Funktionstät! Den haben wir heute schon ein paar Mal gehabt. Es funktioniert, glaube ich. Ich hoffe, die Seiten ist, ich meine, um das geht's. Da geht's ja um euch, ist das alles ersichtlich, ist alles wie vorher, passt schon. Herr Grotze, merci dir. Vielleicht muss man das als Creator freischalten. Ich habe aber da nichts. Ich habe nämlich extra, ich habe sogar eine E-Mail gekriegt von einer, dass das, wird so kommen, Mitgliedschaften verschenken, bla. Ich finde nichts, keine Ahnung. Muss ich mir vielleicht mal anschauen. Wobei es mich nicht interessiert, sage ich dir ganz ehrlich, wer das machen will mit der Mitgliedschaft, vielen herzlichen Dank. Ich danke meinen Mitgliedern sehr. Die halten mich so ein bisschen in der Bringschuld in meinem Kopf. Ja, dass ich nicht aufhöre, auch wenn ich mal keinen Bock nicht habe, dass ich mal einen Stream spontan ändert und dass ich einmal Sachen ankündige und dann passiert einmal was anderes. Gut, wenn das gang und gäbe wird, kann ich es nachvollziehen, dass irgendwann einmal jemand sagt, halt jetzt, was ist mit dir, du Trottel? Aber da wird mir jetzt schon keiner rasieren. Ratespanne! Geht, freut euch. Das war jetzt nicht die Intention, dass ihr dann 5 Euro kackt. Dankeschön. Kapsurer, schön war's wieder. Ich schleiche mir jetzt in die Nachtschicht. Der Rest schaue ich dann morgen früh. Dann wünsche ich dir eine schöne Nachtschicht, schon so schön wie so eine Nachtschicht sein kann. Schlafen Sie gut und fühlen Sie sich vom Zukunftsbirge gegrüßt. Vielleicht muss man das als Creator freischalten. Der Opa ist so ein Kandidat. Ja, der Opa hat auch schon ein paar Mal reingepulvert. Was ist eigentlich mit dem Kobala? Ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Die erste Regel des Fight Clubs lautet, wir sprechen nicht über den Kobala. Sonst können wir nämlich wieder eskalieren. Ich habe kein PayPal, ich warte noch aufs Postfach für Bargeld spenden. Ich warte noch aufs Brieftaubennest, um mir Bargeld zum Dingsen. Na, ist mir auch klar, es hat auch nicht jeder PayPal. Dann wird der Superchat. Über den freue ich mich auch. So ist das nicht. Aber ich möchte bloß so transparent sein, wie es geht. Wer die Möglichkeit hat. Donation-Link benutzen, hat der Streamer mehr davon. Und ich glaube, das ist, glaube ich, natürlich freue ich mich darüber, wenn ich mehr davon habe. Da die Lieren, da ist jeder gefreut, dass du auch gefreut, wenn du mehr von deinem Netto hast, mehr vom Brutto hast als vorher. Und nicht an irgendeinen Trottel abgeben musst, von dem du nichts hast. Aber es ist, glaube ich, auch in einer, oder es war zumindest auch in meine Intention, ich möchte den Streamer unterstützen und nicht den Milliardenkonzern, der hinter der Plattform steht. Ja, die sollen schon eine Geld kriegen, aber die verdienen sie dumm und dämlich mit der Werbung, da braucht sie YouTube mal überhaupt nicht beschweren. Also überhaupt nicht. Dragonfly! Meine Arbeit war im Grunde halt auch ein Blätschmerz und ich hab mein Geld gekriegt, also da nimmt. Da haben wir schon oft einmal einen Blätschmerz gemacht und das war ich sag das, wie es ist, mein Bauch, ich täusche mich nicht, das war eine richtig gute Entscheidung. Ich hoffe, es ist okay für euch, dass wir uns halt einfach mal wieder hersetzen und einfach mal schmatzen. Keine Ahnung, ich schwitze sogar beim disgusting, ich schwitze sogar unter die Jüchsen wie eine Drecksau, einfach bloß beim Sitzen. Du fettes Stück Scheiße, Birge. Zum Kotzen.
Und dass mir der Schmerz jetzt gerade gut tut und dass er mir Spaß macht, der sagt mir, weil es nämlich schon wieder halbe 10 ist, legt mich am Sack. Das tue ich einfach schon immer am lieben. Das ist immer schon, und deswegen mag ich Streamen so gern. Das, ja. Hallo, komm ich sehen? Punch, was, Leck, seit wann geht das? What? Seit wann gingen da? Hallo? Was war, wer war das und was war das? War das der Vlogger? Mit seinem seit wann gingen in die Donation-Nachrichten Emojis? Achtung, ich retrigger das nochmal. Beim Rest bedanke ich mich gleich. What? Was ist das? Das. Seit wann geht das? Hab ich da was vergessen auszuschalten oder habe ich beim Donation Alert Rework am Montag Apps aktiviert und weiß nicht mehr? Weiß nicht. Twitch immer, aber so groß doch nicht, oder? Der Sprenger schreibt, Twitch-Emotes gehen doch schon alle, weil Stinky Cheese und so. Ja, aber so groß, das hat mich jetzt verwirrt. Das war Baitlets, das war ich nicht gewohnt. Das hat mich jetzt genommen. Philipp, mir ist wieder ein Zwickel. Geil, Sepp, ein 500er Subscription. Ich weiß von einem, der das anbietet. Der YouTuber ist FDPler. Echt jetzt, im Ernst jetzt. Und Dankeschön, bin nicht bei jedem von deinen Sachen dabei, aber du wirst immer ein Platzerl im Ohr. Du wirst immer ein Platzerl in meinem Herzen haben. Oh. Chat, ihr wisst, was das heißt? Das ist fast, als darf man einen Hund singen. Oh. Geil, für Sepp, Kuss auf die Nuss. Ich werde mir aus irgendeinem Grund dafür immer an deinen Namen erinnern. Und deine 5 Euro da reagier drauf, du Fettsack. Was ist denn jetzt kaputt? Give please? Gauskal Ralphus. What the fuck is this? Mr. Flogger, merci, das haben wir so noch nicht gesehen. Braucht keiner Schmerzen, das haben wir so noch nicht gesehen. Ah, da, gelbe für die. Lucky Bergmann, merci für den Zwickel 50. Servus, bin einmal wieder da, ist alles gut bei dir? Hat mich heute schon mal jemand gefragt. Danke der Nachfrage, aber diesmal muss ich ausnahmsweise sagen, geht so. Aber jetzt geht's wieder. Ich war so eingestellt auf heute, VR, das ist nur Stress und da war ich ein bisschen zu enthusiastisch am Sonntag bei der Entscheidung, wir spielen die Woche VR. Sag ich dir, was ist? Hat schon einen Grund und ich fürchte, die Brille wird wieder für die nächsten 2 Jahre aufwandern, bis ich wieder einen Rappel krieg. Foxy! Das waren 3 Twitch-Symbole, oder? Test mal den Scheiß. Wo kriegt sie die Emojis her? Jetzt muss ich auf meine eigene, ohne Scheiße, jetzt muss ich jetzt auf meine eigene Donation-Seiten schauen. Gibt's da eine Donation-Auswahl oder was? Ja, ich donate mir selber so Seiten. Entschuldigung, weiß ich nicht auswendig. Ich hab's zwar gerade erst angeschaut, die Seiten, aber da, bitte, Bürgerspende. Bürgerspende! Sprengi! Tatsächlich. Tatsächlich haben da Emojis drin. Haben das die? Wie habt ihr geschrieben? Warte mal. Punch Trees. Tatsächlich ist da der Minecraft-Emoji drin. Lol. Man kann maximal 3. Oh, sie haben es sogar beschränkt. Man kann maximal 3 reinposten. Okay. Dann geht das schon immer. Okay, das ist neu. Lass mal drin. Gefällt mir. Das war wahrscheinlich vorher deaktiviert. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Richie! Punch Trees, Sticky Cheese. Merci wieder in Euro. Sprengi. Was haben die internationale Friedensbewegung und der Verein der Natursektliebhaber gemeinsam? Das Motto Give Piss a Chance for... Ich sag's jetzt, wie es ist, jedes Mal, wenn du da herin sitzt, egal ob im Discord, im Chat oder sonst irgendwo, als fester Bestandteil dieser Community, ich warne dich, weh, du bist jemals weg. I fucking... Double dare you, Sprengi. Ich warne dich, du Trottel. Ich kann es nicht anders sagen, aber du, wenn du das Tippen anfängst, beziehungsweise das Maul aufmachst, dann weiß ich, kommt nur ultra dämlicher Scheißdreck und ich muss lachen. Es ist einfach fester Bestandteil, sie gehören zum Inventar. Ob ihnen das gefällt oder nicht. Sprengi, danke für Ihren Beitrag. Richie, merci dir! Limsepp, merci dir!
Leckschuld, merci dir. Ja, das war jetzt klar, dass jetzt... Oh, der Dani hat ausgeschrieben, der Kani. Lol. Das war jetzt klar, dass jetzt wieder eskaliert. Passt. Jetzt haben wir es gesehen. Dankeschön. Kuss auf die Nuss. So. Wir haben jetzt irgendjemanden übersehen. Foxy habe ich gesehen, Lucky habe ich gesehen, Dragonfly habe ich gesehen. Passt. Danke an dieser Stelle ein ganz großes fürs Zuschauen, für die Donations, für die neuen Mitgliedschaften. Das waren einige. Vielen Dank. Das ist was, habe ich vorher schon mal gesagt, die Mitgliedschaften ganz speziell, die halten meinen Kopf so ein bisschen in der Bringschuld und in der Verpflichtung, dass ich abliefere. Und jetzt auf mit Stop it. Es sind halt schon so viele 20er geflogen, dass es schon wieder so knapp an der Fragwürdigkeit kratzt. Nico, haben wir wieder nach Jahren. Lulul. Ja gut, es gibt wahrscheinlich mehrere Nikos als bloß einen. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Bussi auf das Nussi. Dann sag ich einfach Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Umhalten bringt nichts, Dankeschön sagen bringt nichts, ignorieren bringt nichts, Ton aus bringt nichts. Geiler Wichser. Der Sinn ist da schreibt, geiler Wichser. Lest nur noch die Zahlen der Hund, der sei dir gegönnt, du Hundling. Tja, hast dich wohl gerade eben mit deinem Satz geirrt. Und es ist natürlich, gib jetzt zu, das mache ich nicht absichtlich. Da habe ich jetzt auch nicht aufgepasst drauf, sag ich dir, aber es kann schon sein, dass ich natürlich bevorzugt da aus dem Chat Leute vorlese, die quer sind. Weil es natürlich außerstehen, ja, und mein Augen hängen bleibt. Und dann lese ich halt das vor. Haben wir es jetzt wieder? Mr. Flogger? Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass das P vor dem Emoji betoten ist. Das ist ein bisschen ein Blödsinn. Löwensepp. Der ist auch mal wieder fällig. Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Und das Dumme ist, du weißt das. Darum kann ich nichts sagen. Vielen Dank dir. Kuss auf die Nuss. Schluss jetzt mit der Scheiße. So. Du machst es doch eh nur für Geld. Ja, richtig, Stefan. Richtig. Darum sitze ich mich jede Woche hin, baue einen Podcast auf. Stundenlang übrigens. Nimm auf, baue wieder ab. Sitze mich her, schneide den. Lade ihn auf. Mittlerweile sind wir bei Folge 54. Schau den durch, schreib die Texte, schreib alles zusammen, lade ihn auf. Für die, ich sage mal, 5000 Klicks, die da in der Woche rausfallen. Ja, genau. Ich mach's nur fürs Geld, nicht zum Spaß. Das muss man wissen, das muss man verinnerlichen. Und ja, Löwensepp, danke dir. Richie, was hat eine Klitoris und eine halbe Ettinger gemeinsam? Die Klitoris schmeckt nur am Anfang nach Piss. Ich habe jetzt wieder ein bisschen was anderem geredet. Franz! La Paloma Blanca! Alter, Wappe, the Sky! Oder irgendwie so ähnlich ist es doch gar nicht. Franz, merci dir. Schluss jetzt mit der Donaterei, ganz ehrlich. Wer im Glashaus sitzt, muss im Keller wichsen. Ja, das ist richtig. Jetzt ist da! Ja, ich war sehr ja, du aus Grundstor gehörst heute dazu wie ein Sessel oder so. Dass man über meine Mods, die mittlerweile, da ist keiner mehr dabei, der nicht seit 5 Jahren dabei ist. Dass die zum Inventar kehren und dass ich die sowieso auch warne, dass die jemals auf die Idee kommen, diese Community zu verlassen. Da haben wir sehr lange ohne gewerkt, bis wir die Moderatoren so beieinander gehabt haben, wie wir sie jetzt beieinander haben. Und es wird ganz extrem wenige Leute geben, die ich noch frage, wir brauchen jetzt, glaube ich, auch keine Moderatoren. Für die sieht man vielleicht noch welche braucht. Ja, sage ich nichts. Aber gut, ist es so auch einigermaßen gegangen. Lenz, Schluss jetzt! Onkel-Onzen haben wir auch schon noch. Doch! Heute haben wir Onkel-Onzen gehabt. Der Pitt hat halt einen Pulver und hat was von Onkel-Onzen erzählt. Merci dir. Fahr, merci für deine 1, 2, 3. Geht das? Freilich geht das. Mit Anlauf geht das. Von mir bekommst du nichts außer Mitgliedschaft und Dono Sounds vielleicht. Das Allerwichtigste ist, niemand muss sich rechtfertigen, dass er nicht donaten kann. Niemand muss sich rechtfertigen. Ich hab gar nicht gewusst, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich habe angefangen hier mit der Intention, dass wenn einmal 10 Mitglieder sind, dann ist es absolut narrisch, dass 10 Leute da draußen so gut finden, was ich da mache, dass sie freiwillig sagen, weißt du was, da kriegst du einen 5er im Monat, ich find's geil, mach bitte weiter. Habe ich für völlig utopisch gehalten. Ja? Niemand braucht sich hier rechtfertigen, ich habe das auch schon gemacht, wo das noch keiner da hat. Ja? So ist das nicht. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das jedes Mal so eskaliert, aber es eskaliert nun mal. Was soll ich machen?
Ein richtig guter Tipp ist ja immer, enjoy die Donations aus. Mhm. Ja. Tolle. Da hat ja jeder. Das ist derselbe schlaue Vorschlag wie, schau's halt dann nicht an, wenn's dir nicht gefällt. Naja. Ha, was? Ansonsten wo? Da ist ja gleich wieder da der Pittyboy. Wir brauchen einen Mods oder so. Wir haben einmal jemanden gefragt, den ich gern darin gesehen hätte, so, aber der hat abgelehnt. Derjenige weiß, wen ich meine. Und ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Für ihn aus seiner Sicht, für uns alle, aus unserer Sicht, war gut so. Franz! Wart noch, was die nächsten Monate von mir kommt. Nein, Schluss. Nein. Stop it. Nein. Mir kündigt man keine völligen Eskalationen an, nix, stop it. Es ist jetzt so, irgendwann geht's nur noch darum. Ja? Vor allem unter die Leute. Fangen an mit zum Zählen, so scheiße, was wir an so einem Abend da Donations einerkommen. Warum tut man das? Keine Ahnung. Dass man sich da noch wichsen kann zum Verzeihen mit, wo legt der Trottel? Ja, egal. Herr Geibelfee! Ich ärgere mich heute noch, dass ich ihn nicht früher gefunden habe. Was, dass du mich nicht früher gefunden hast? Ja, wurscht. Lieber später als nie. Wenn's dir gefällt, was man da so ist. Der Franz schreibt, was ihr eigentlich momentan der Donate-Record? 800? Nein, ich sag jetzt nicht, was der Donate-Record ist, weil das haben wir schon einmal getan. Dann war ich so dumm und hab gesagt, frage den Chat. Der Chat hat's demjenigen gesagt und der Typ ist ausgerastet. Und ich hab den vorher im Chat schon gelesen. Nein, das tun wir nicht. Es geht nicht nur um das. Über sowas können wir uns schon mal unterhalten, wenn wir so einen Blöd schmeißen. Machen wir heute! Für das reden wir drüber. Bis jetzt hat sich ja noch keiner beschwert irgendwie, dass wir gerade darüber reden. Aber ich mag nicht, dass das Dauerthema ist. Barker, Alter, gib mir den Powertrip und der Chat zittert vor mir. Was? Was ein Powertrip? Machst nicht, heute keine Rekorde. Nein, nix heute. Ich mag überhaupt keine Rekorde. Stop it mit Rekorde. Nein. Ich hab die übrigens zufällig über Facebook entdeckt. Das war das Kruzifix-TikTok. Ja, diese Rant-Videos, die haben auf Facebook schon ganz gut funktioniert. Kann sich noch jemand daran erinnern, um mal wieder ein anderes Thema anzusprechen, kann sich noch jemand erinnern, wenn wir noch mit Restream gestreamt haben, also auf YouTube und Twitch gleichzeitig, und irgendwann, ich glaube, das war zur Zeit, wie Ding gekommen ist. Wie Gummiknautschall. Wir hatten das Spiel geheißen. Wir hatten das Spiel mit den Gummiknautschall geheißen. Ihr müsst es in den Chat schreiben, sonst weiß ich es nicht. Fall Guys! Ja, genau! Das haben wir direkt einmal nach einer Sommerpause angefangen. Die weiß aber nicht mehr nach welcher. 2019, 20, also ich weiß es nicht mehr, egal. Und da habe ich mir gedacht so, hey, ja, ich habe ja da auch ein bisschen eine Followerschaft auf Facebook und so weiter. Und dann habe ich Facebook Gaming Streaming mit dazu geschalten, einmal für einen Monat, glaube ich. Oder für 2 Wochen. Kann sich da noch jemand dran erinnern? Was das für ein Chat Downgrade war? Herr Friedrich, der Zipfel, ich bin leider zu spät. So nicht. So nicht! Grüße an den Nachschau-Squad und bleibt's geil, ihr Eierbären. Eierbär habe ich auch noch nicht gelesen. Ja, die Tröte, da war immer wieder nötig, damit leider mal wieder aufhören. Herr Friedrich, merci wieder ein Resub und sind wir 40 Monate. Absolut gestörte Scheiße. Da hast du einen schwarzen Xbox-Controller auseinandergebaut. Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Das haben wir zweimal gemacht mit dem, da war der Facebook-Chat dann im Chat herin und er leckt mich am Arsch, Alter. Ja, das ist ein anderer Schlag Mensch, der da kommt. Das war nix. Auch wenn da richtig viele Leute zugeschaut haben. Das hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Sag ich dir, wie es ist. Sag ich dir, wie es ist. Das hätte Leute in Community. Aber halt vielleicht nicht die richtigen. Das ist ungefähr so, wenn sie der Attenfahrer, großer Pro-Gamer seinerseits, auf einmal dazu entscheidet, dass er Call of Duty spielt. Vor seinem Facebook-Publikum. Und innerhalb von 5 Minuten gespannt. Ich bin kein Gamer. Ich bin kein Gaming-Streamer. Und meine Zuschauer sind keine Stream-Zuschauer. Okay, tschüss. Ja, das hat ganz lang funktioniert. Naja.
Ja, zum Ausprobieren kann man es einmal lassen. Ja, der soll sich vor der Kamera hier sitzen, 3 Melonen und das ist sein Programm und dann passt das. Der Michael schreibt, ich kenne die von dem Video mit den Preißenkinder, die bayerische Spezialitäten probieren. Da werden mir die meisten davon kennen, das ist mit Abstand, dadurch bin ich bekannt worden. It is what it is. Auto Leberkäse plus ein paar Videos danach war die erste Stufen. Für mich selbst, auch wenn es ein kleiner ist, verglichen mit anderen, das Franziska-Video war der Durchbruch und der dritte Durchbruch war vor 5 Jahren die Gaming-Streams. Da gezwungenermaßen habe ich damit angefangen. Ich wollte es schon immer da, habe aber die Community falsch gehalten dafür. Das war dann der dritte Durchbruch. Und seitdem ist es, wie es ist. Der Rentner-Express! Mir ist gerade klar geworden, dass ich einen Padre seit fast 7 Jahren persönlich kenne. Nicht bloß du. Ich kenne euch persönlich seit 6 Jahren, wie ich auf der Comic-Con 2018 war und wir uns da alle getroffen haben. Da war der Padre, da warst du, wer war da noch so? Da war der YBO, war da noch nicht dabei, glaube ich. Nein? Gut, wir haben dann mal miteinander zum Essen gegangen, so Geschichten, aber das wissen ja die Leute nicht. Alter Leinert, merci dir! Alter, bist deppert, bin schon 3 Jahre und 2 Monate dabei. Na, weiß ich nicht. Alter Leinert, merci dir, zu viel des Guten. Ich war nicht wohin mit der Info, hey, geht das Ganze nicht erst seit einem Jahr oder so? Mir nimmt es auch ganz schön, wenn ich drüber nachdenke, im Mai, diesen Jahres jetzt, Mai 2024, wird dieser ganze Bums, wie es losgegangen ist, im Mai, beziehungsweise einen Monat später, so ungefähr, so Mitte Mai, Juni, mit How to Lebercast. Da hat es angefangen, ernst zu werden. Es ist 7 beschissene Jahre her. Alter, da war ich 29 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt. Einen Monat später dann 30 Jahre, aber egal. Es ist zwar schon absurd. Es ist nicht mehr lang hin, dann wird der ganze Scheißdreck hier 10 Jahre alt. 10! Dann begleitet mich das ein Viertel meines Lebens da. Ich bin noch nie an einer Hobby-Gaudi-Sache gut, die jetzt natürlich 5 Jahre später in dem Ausmaß nicht mehr wirklich als Hobby zu bezeichnen ist, so irgendwie. Es ist kein so ein Kindergeburtstag mehr wie vor 7 Jahren, 6 Jahren. Das darf, glaube ich, auch in jedem klar sein. Es ist zwar schon, leckt mich an meinem Arsch. Ich habe noch nie so lange etwas gemacht wie das hier. Und Zeit vergeht immer schneller und die 10 Jahre sind schneller wie wir schauen können. So vernünftig und den Namen nicht gescheit aussprechen. Jetzt wieder ein Resub. Wie wär's, wenn man für den Horror Oktober dann mal für 4 Wochen oder so YouTube exklusiv macht, dafür die Streams, die Qualität wirklich einen Unterschied macht? Da meine ich, warst jetzt nicht den ganzen Stream da. Oder du hängst extrem weit hinten rein. Die Idee, parallel auf Twitch zu streamen, ist gecancelt. Machen wir nicht mehr. Seit letztes Jahr Juli. Seit letztes Jahr Juli. Heute ist mir der Gedanke so gekommen, die haben da ein bisschen was umgeschrieben, schauen wir uns das an. Wenn es mir erlaubt ist, gehe ich wieder zurück zu Twitch, sage ich euch freiwillig, wie es ist. Habe ich aber auch damals schon gesagt. Und ist aber schon wieder gecancelt. Mal abwarten. Zu viele Einschränkungen, das bringt's nicht. Sag ich dir, was es ist. Hemsen! Kuss auf die Nuss! Welcome to the Squad. Ab in den Chat habe ich die Ehre Hemsen. So habe ich im Chat übrigens auch schon mal besser gesehen, Kinder. Süßflo! Kann mich noch daran erinnern an die alten Streams mit deinen Ledersessel. Boah, der Ledersessel ist wirklich... Also der Ledersessel ist wirklich der ultimative Oldschool-Shit. Das war mein Aldi-Sessel. Der war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt oder 15. Der war mit einer ganzen Kiste Schrauben zusammengeschraubt, mit 2 Rollen Panzertape, gerade noch irgendwie zusammengehalten. Da ist da noch eine Waschmaschine gestanden. Das da herin war eine absolute Bruchbude. Ist jetzt einer, aber zumindest schaut es vorne um mich schöner aus wie früher. Und dann habe ich mir den DX Racer gekauft. Also es war die erste Sache und erste Verbesserung, die ich mir von dieser Geschichte hier geleistet habe. Löwensepp, glaub, bei mir war es das How to Weißbier, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. How to Weißbier war das allererste How to. Das hat damals 200 Aufrufe gehabt.
Das zweite war How to Leberkäse. Und das ist viral gegangen. Und dann ist es losgegangen. Scheidex, du bist auch schon ewig dabei, Alter. Ich weiß nicht, der erste Stream, so einen Stammtisch machen wolltest. Da habe ich wieder ein bisschen früh geschossen. Ah, shit. Jetzt geht das Ding viral. Probier das erste Mal in deinem Leben trotzdem bleiben, überleg dir was, ja geil, das ist ein Format, da kommt blablabla. Gibt's einen Stammtischmicker, hast den ersten Stammtischmicker gemacht, zweiter Stammtischmicker. Was machen wir am zweiten Stammtischmicker? Ich hab keine Ahnung. Und Format wieder gone. Stefan, merci dir. Und die Gaming-Streams waren nur Samstagabend um 22 Uhr oder so. Absolut richtig. Da hat es aber nicht fake gegeben. Da haben wir Outlast 2, glaube ich, gespielt damals und Layers of 4. Ganz, ganz, ganz früh. Und meine damalige Einbildung war, du immer mit deinen Freitag-Nachmittag-Streams um 2. Da war immer so, mein Gedanke da vor 7 Jahren war immer, ja, Zuschauerschaft auf YouTube sind immer junge Leute, fast Kinder etc. Nimmst du mal einen Freitagnachmittag, da habe ich damals schon Freitagmittag auch frei und vor allem auch Zeit gehabt. Da habe ich noch ganztags gearbeitet? Nö. Ich habe 2015 aufgehört, ganztags zu arbeiten. Und mich da, also haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Ich war vorher schon ein fauler Hurensohn. Nicht YouTube hat mich zur Halbtagsarbeit gebracht, sondern ich schon schön brav selber, weil ich nicht einsehe, dass ich mein Dreiviertelsleben in einer scheiß Maloche verbringe. Okay? Und die Entscheidung soll übrigens auch jeder da haben, kann ich nur einen richtig guten Tipp geben. Das soll jeder mal für sich überdenken, ob die Kohle wirklich so notwendig ist und der aktuelle Lebensstandard, dass ich 8 bis 10 Stunden am Tag in einer Scheißdrecksschicht irgendwo am Arsch der Welt verbringe und jeden Tag kotz vorm Aufstehen. Ja, es ist ein gut gemeinter Rat. Ich bin so, ich war schon immer so, hat sich halt nie ergeben. So. Aber damals hat es sich ergeben, habe ich es gemacht. Tja, jetzt pass auf, dann weil meine habe ich übersehen. Merci für den Zwickel, Kuss auf die Nuss. Der Chef, letztes Wochenende habe ich leider einen meiner Hund wegen einem Tumor einschläfern lassen müssen. Merci, dass du immer, egal welchen, aber immer guten Content machst. Das ist vor allem jetzt eine gute Ablenkung. Rest in Peace, Charlie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Chat, ihr habt eine Aufgabe. Wir salutieren. Charlie hieß sein Name offensichtlich. Herz als Spam, Charlie! Das tut mir sehr leid. In unserem Umkreis ist es ja nicht ganz so abgelaufen, aber ist vor kurzem auch passiert. Das ist nicht sehr schön. Herz als Spam, los. Kuss auf die Nuss. So, habe ich jetzt irgendjemanden übersehen. Ja. Geht nicht in der Baubranche, dann wechsel die Branche. Das Allerwichtigste ist, und ich war dasselbe, ich kann aus derselben Erfahrung sprechen, dir wird dein Leben lang so hart eingetrichtert, dass das geht nicht. Das geht nicht, plus 30 Stunden arbeiten. Zugegeben, von Vollzeit auf Halbtag, und ganz Halbtag ist bei mir auch nicht, bei mir sind es 23 Stunden. Ist ein krasser Schritt. Da brauchen wir nicht schweizen, das kann sich nicht jeder leisten, das ist mir verständlich. Aber ich bin mir fast sicher, wenn es das wirklich wusst, dann kann es jeder. Es ist nur der Lebensstandard, der sich ändert. Muss die fette geleaste Scheißkarre draußen im Hof sein. Bloß, dass der Nachbar sagt, was für scheißfette Karre das ich hab. Muss die 8-Zimmer-Wohnung sein. Klang nicht eine 6, 5, 4-Zimmer-Wohnung. Übertrieben gesprochen. Wenn man will, geht's. Wenn man will, geht's. Und ich weiß, wie sie 15 Tagesstunden anfühlen. Sehr gut sogar. Zwar nicht in körperlicher Arbeit, aber in Büros. Und ich habe die Schnauze voll davon. So möchte ich mein Leben nicht verbringen. Ganz einfach. Es ist möglich, 5 Stunden weniger in der Woche, 10 Stunden weniger in der Woche. Man verzichtet auf 300, 400, 500 Euro. Es geht, wenn man will. Und ich für meinen Teil, ich bin nicht so abgeneigt, mir den Arsch für irgendjemand anderen aufzureißen, dass ich gesagt habe, leck mich am Arsch, Alter. Leck mich. Tschüss auf den Tausender. Fuck, jetzt krieg ich anders irgendwie. Und siehe da, ich krieg's richtig gut hin. Natürlich ist jetzt YouTube da. Brauchen wir nicht schmerzen, okay? Das macht's natürlich, aber es ist halt auch 3 Jahre, 4 Jahre vor YouTube schon gegangen, okay? Also nicht, dass mir da jetzt wieder Dinge angedichtet werden, von denen Leute keine Ahnung haben. So.
Ah, da schon, haben wir schon soweit. Da schon, Schnackei. Es kann nicht jeder YouTuber werden. YouTube hat damit nichts zu tun. Absolut nichts. 4 Jahre bevor das hier alles dieses Ausmaß angenommen hat, habe ich das schon gemacht. Okay? Ganz wichtige Information. Und ich darf es auch heute noch. Sag ich dir, was es ist. Bürgerin auch, nicht ganz so krass wie ich, aber fast. Blöde Frage, will's auch ohne YouTube gehen? Ja, natürlich. Natürlich geht's ohne. Ich bin vorher auch 4 Jahre lang ohne YouTube gegangen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sie sich anfühlt, weil jeder kennt das Meme. Ja, geil, ich krieg so 3% mehr Lohn, aber die Inflation ist bei 20. Wissen die jetzt nicht, wie sie sich anfühlt? Natürlich gewohnt man sich, was heißt gewohnt sie? Natürlich bin ich in einer anderen finanziellen Situation durch YouTube etc., als wenn es YouTube nicht da war. Da brauchen wir nicht dran dummschmatzen. Es war jetzt ja kein Gejammer. Ich möchte bloß vermitteln, ich habe das 4 Jahre bevor das angefangen hat, habe ich das schon gemacht und es geht. Und wenn das damals gegangen ist, dann geht es jetzt auch 5 Jahre später. Es geht, wenn man wirklich will. Und meine Abneigung, 8 bis 15 Stunden in einer Scheißmaloche zu sitzen, haben mich so weit gebracht, dass es geht. Weber, mir ist wieder ein Resub. Einfach eine Arbeit zu haben, wo man Freude dabei hat und schon ist alles halb so schlimm. Ja, aber alles, woran man eine Freude hat, wird irgendwann Arbeit. Ich hab Freude an meiner Arbeit. Ich bin Webdev. Ja, ich mache Internetseiten, ich mache Online-Jobs, bla. Ich kümmere mich zwar bloß noch um, aber im Prinzip ich bin Webdev, Programmierer und so weiter. Das macht mir riesen Spaß. Immer noch. Aber trotzdem gibt's so. Das ist eine ganz einfache Frage. Ganz einfache Frage. Rote Pille, blaue Pille, Matrix-Style. Du kriegst 1000 Euro für die geilste Arbeit der Welt. Du kriegst 1000 Euro für die geilste Arbeit der Welt, aber in der Hälfte der Zeit. Hm? Welche wirst du wohl nehmen? Linse! Wir brauchen mehr Blätschmerz-Streams, die sind einfach immer gut. Mir macht's auch gerade voll ohne Spaß und ich verstehe nicht, warum es schon wieder 5 vor 10 ist. Leck mich am Sack. Andi, mir jetzt wieder entwickelt. Ihre Bürger habe ich jetzt frei. Und von genau denen Leute schmatze, die um 10 Uhr auf die Nacht heimkommen von der Arbeit, wahrscheinlich im Arsch sind ohne Ende. Naja. Der Ecke schreibt, ich brauche Hilfe beim Shopware installieren. Wer? Theoretisch ich. Aber nein. Weil ich genau weiß, was kommt. Eva! Wie geht's um Gnädelplötze und Co.? Denn ich geht's alle blendend. Blendend! Der plötzlich rinnt ab und zu mir nur aus dem Augen. Dem hab ich erzählt, was mit ihm im Augen passiert ist. Aber wann war das? Im Oktober, glaube ich, oder im November. Ein wenig ein Bart aussah, aber sonst passt schon. Denen geht's alle blendend. Der Stoshi schreibt, ich mache jetzt Feierabend und zockt da nur so. Schon soll das aus. Stoshi, so ist recht. Du, recht lang, wenn wir auch nicht mehr da bleiben. Wir haben schon lange nicht mehr um 10 Uhr aufgehört. He? Sollen wir uns mal wieder an unsere alten Regeln halten? Back to the roots. So sieht's aus. Birger, wie steht's jetzt zum Postfahrer? Nein. Mein Bauchgefühl täuscht mich in der Regel nur ganz extrem selten. Ich hab damals kein Postfachel wollen. Ich mag heute kein Postfachel. Ich werde nie wieder irgendjemand auch nur ansatzweise meine Adresse mitteilen, egal wie lange er mit mir schreibt, wie lange ich meine, dass ich ihn kenne, etc. etc. Nie mehr wieder. Wird nie wieder passieren. So leid's mir tut, um Gottes Willen. Und so nett manche Anfragen sind mit, ich tat gern das. Weißt du ein Oktoberfest, Curry King noch? Ja, das war der Urvater des Kruzifix-Formats. Das war noch gar kein Format, ich habe einfach hingeguckt, habe nachgeschrien, passt schon. Und dann ist daraus das Kruzifix-Format entstanden. Natürlich erinnert ich mich noch. Da war ich vielleicht ein bisschen zu harsch. Den habe ich schon sehr krass persönlich angegriffen. Und der war dann auch bei uns im Stream herin und so weiter und hat das sehr, sehr gelassen aufgenommen, muss ich sagen. Das wundert mich. Da hätte ich eigentlich was kassieren müssen dafür. Foxy! Regeln sind da, um gebraucht zu werden! By the way, mein Trivia stand weiter oben. Was? Kann ich da irgendwie suchen drin? Mann, warum haben wir da auch kein Recent? Oh mein Gott, ich finde die nie wieder. Weißt du was, ich suche da noch. Ist mir scheißegal, wir haben alle Zeit der Welt kennen. Alle Zeit der Welt. Stuff, Stream, bla, bin jetzt behindert, da. Den ganzen Scheiß, da können wir eigentlich einmal zumachen, das ist ja total für Katz. Hey, mal eine kurze Frage, ruckelt ab und zu mal
ruckelt's bei euch ab und zu mal. Ich hab da 2500 ausgelassene Frames herin. Das sind 0,06%, also so gut wie gar nichts jetzt über die 2 Stunden. Aber haben ab und zu mal Ruckler drin, wenn ich rede oder so, dass so, also nicht, dass hängen bleibt direkt, sondern dass halt Frames droppen, so. Was will man? So, Foxy, kann ich da jetzt irgendwie noch einen Fox hören? Da haben wir einen Fox, da einen Fox! Trivia! Ich hab die gefunden. Dein erstes Bavarian Let's Play mit Daisy war vor 9 Jahren mit dem Debüt in Balota mit hervorragender Moderation. PogChamp. Das ist, mit wem ich da spiele, das ist, ich mag jetzt keine Namen droppen, weil ich nicht weiß, aber das will ich. Mit dem habe ich heute noch Kontakt, den seine Frau ist die beste Freundin von der Bürgerin. Und das war der YOLO Max Swagger, glaube ich. Und aus lustigen Gründen hat er vor ein paar Wochen, das ist noch nicht lange her, jemand einen Kommentar drunter gesessen, das kriege ich dann natürlich mit und stelle dann über die dumme Frage, Alter, was greifst du für eine uralte Scheiße aus, was ist mit dir? Und dann schaue ich natürlich selber kurz einmal eine, sag den Daisy-Stream, wie der damals ausgeschaut hat, wie ich ausgeschaut habe, wie die Bildqualität, die Tonqualität und alles rundrum war. Und ich mir denke so, Alter, was wunderst du dich damals, dass diesen Scheißdreck keiner sehen will. Was, leck mir wohl. Aber jeder fängt halt irgendwann einmal an. Und jeder, glaube ich, fängt da gleich an. Du hast am Anfang, wenn du ein Streamen anfängst, du hast kein Gefühl dafür. Wo sollst du das nachher haben? Du hast kein Gefühl dafür, wie es sein könnte. Natürlich hat sich ja der Stream, hoffe ich zumindest, in den letzten 5 Jahren schon ein wenig weiterentwickelt. Glaube ich. Bildqualität. Soundqualität, gut, es kackt trotzdem noch immer wieder mal was ab. Gerade erst am Montag, da kann ich aber heute, was soll ich machen? Kann ich auch nicht so viel. Von dann natürlich denke ich mir, natürlich mache ich mir Gedanken drüber, was für Spiele wir spielen. Da gibt es Kriterien, ich muss Bock haben, ich muss den Eindruck haben, es ist cool zum Zuschauen, vielleicht auch für Leute, die nicht so viel mit Gaming zum Tor haben. Es muss vielleicht lustig sein, es muss vielleicht auch mit gut sein. Und ernsthaft, siehe The Last of Us 2, brutales Spiel. Und natürlich mache ich mir Gedanken, wenn ich mitkriege, über nach dem 3. Stream haben bloß noch die Hälfte Leute da, die zuschauen. Dann ist mir das natürlich nicht scheißegal. Was ist das für eine behinderte Behauptung? Sagst du, das ist scheißegal, das ist ja überhaupt nicht. Natürlich nicht. Habe ich vorher schon gesagt, die Zuschauerzahl geht einher mit meinem Spaß. Und dann wird natürlich einmal ein Spiel abgebrochen und dann wird was anderes gespielt. War das jemals ein Problem? Natürlich sind Leute da, die sagen, na, schade, aber ich habe noch keinen gehört, der dann sagt, so, du bist voll behindert, du brichst ja jetzt Sperr. Ja, natürlich mache ich mir Gedanken. Und natürlich ist irgendwann ab einem gewissen Level auch der finanzielle Aspekt interessant. Natürlich ist der interessant. Aber hat irgendjemand da herin den Eindruck, ich nerv euch mit kauf mein Scheiß, kauf mein T-Shirt, hey übrigens, der Sponsor des heutigen Videos ist Birger, du Vogel, geiler Wichser. Alle 5 Minuten, hey, drück Like, druck, keine Ahnung. Da ich doch bloß liegen, wenn ich sage, natürlich ist es interessant. Aber das sind die Sachen, die ich gelernt habe, die kämen von selber. Ich glaube, ich habe noch nie absichtlich irgendwas hindraht oder versucht hinzudrehen, dass ich mehr Donations kriege, mehr Mitglieder kriege, mehr... Ja gut, beim Merch ist ein bisschen was anderes. Ich meine, natürlich sitze ich mich da hin und selbst da denke ich mir nur aus, wie kann ich was Besonderes draus machen und nicht wie jeder andere in 0815 Merch-Trottel, der einfach sagt, ja, Mr. Designer-Depp, bauen wir irgendwas, scheiß rein, passt schon. Ich sitze mir einen Monat lang, wochenlang hier und zeichne das Ding, das Fotzengrobe, diese Abomination, und natürlich mache ich dann da Werbung dafür. Und natürlich möchte ich so viel von dem Ding verkaufen, wie ich kann. Kann man das nicht verstehen? Hä? Kann man das nicht verstehen? Das ist ein bisschen was anderes. Aber wie viel Sponsoring sie annehmen kann. Ich kann so aggressiv ich kann auf der Stelle jetzt Mitgliederstufen einbauen. Und gar nicht mal so aggressiv, sondern machen wir halt 5 Euro, 10 Euro, 25 Euro, 50 Euro. Und ich bin mir sicher,
dass von heute auf morgen der Betrag von den Mitgliedern um 30% her ist. Ja, aber tu ich's. Nö, also zwingt's mich. Dann tu ich's. Oder normalerweise läuft's so, wenn 500 Leute schreiben, nein, du hast nicht, das ist der Scheiß, dann tu ich's mit Absicht. Herr Verlan! Wir sind wieder ein Zwiegel. Roll, roll, roll. Wo ist Heisel? Das ist also was, das man für immer hängen bleiben wird. Wo ist Heisel? Pidi, übrigens, welcome to the squad. Danke für die Mitgliedschaft, Kuss auf die Nuss. Es bleibt einfach alles so, wie es ist. Ich glaube, ich versuche natürlich absichtlich irgendwie den Grad, so die Gratwanderung zu gehen zwischen, das soll nicht, sagen, gebettelt wirken und dass ich natürlich übertrieben. Mein ganzer Kanal basiert übrigens auf Rage. Ich weiß nicht, ob es schon jemandem aufgefallen ist. Dass ich natürlich dann übertrieben Leid ummaul wegen Donations. Muss ich da der Sherlock Holmes sein, dass das übertrieben ist? Als ja, it is what it is. Herr Steinkummer! Mir ist wieder ein Zwickel. Traust dir nicht! Ja, das ist die schönste Aussage. Wie zwingt man einen dazu? Ja, gebe für berechtigte Frage. Ich kann euch natürlich nicht dazu zwingen, dass ihr Mitglied werdet. Aber das die wundern. Kannte ich schon. Es gibt genügend Einstellungen übrigens. Nur Mitgliederstreams. Gibt's. Gäbe es. Singen nur Mitglieder. Als Nicht-Mitglied siehst du den Stream nicht. Kannte ich einmal, ich kann so slightly sneaky anfangen, einmal im Monat gibt's den. Und du wirst lachen, ich habe schon mal drüber nachgedacht. Und nicht, damit ich noch mehr Mitglieder kriege, sondern weil ich mir denke, dass ich denen Leute, die wirklich bereit sind, 5 Euro in einem Abo abzuschließen für mich Vollidioten, denen ich wirklich irgendwie einen kleinen Mehrwert gebe, ohne dass der Rest stirbt drauf. Aber wird nicht passieren. Scheiß euch nicht an. Er steigt auf, merci dir. Er fordert nochmal merci, bei dir, hab irgendjemanden übersehen. Da nimmst du 7 Euro und tust sonst was damit. Wohl. Also, ja, stimmt. Weil 10 Minuten, ja, verstehe ich schon. Der merci dir, Herr Volland. Oder nur Mitgliederkommentare. Ja, gibt's auch. Ich kannte jetzt einen Achtung. Das haben wir auch noch nie probiert, gell? Da muss ich jetzt schnell schauen, wie das hier. Haben wir noch nie probiert, Alter, was ist das? Probieren wir jetzt einfach, was ist mir wurscht. Wo ist der Livestream? Geb Livestream. Lot wieder ewig. Wieso Lot ist ewig? Hat den Maul. Da gehen wir da hin, da gehen wir da hin. Kann ich das on demand umschalten? Warte mal. Anpassen, Live-Chat, Chat wieder kommen, ja. Ja. Jetzt pass auf. So, hey, falls jetzt, ich hab das noch nie gemacht, falls jetzt der Stream weg ist, dann komme ich nicht nochmal. Weil ich muss jetzt mit da einen neuen Stream zusammenbauen und keine Ahnung, das dauert immer ungefähr 5 bis 10 Minuten, da brauchen wir dann auch nicht mehr anfangen. Ich stelle das jetzt um, weil ich wissen möchte, ob es geht. Und so schnell daten sie mindestens nochmal 20 Leute auf der Stelle wahrscheinlich getriggert fühlen, die Mitgliedschaft abzuwickeln. Und wehe, das tut jetzt übrigens einer. Das ist nicht mein Gedanke dahinter. Ich möchte es nur mal schnell probieren. Mitglieder speichern. So. Oh, das wird sogar angezeigt da schon, hm? Ja, natürlich, der Nightbot kann schreiben. Der Werner Chris war nur der Letzte. So, jetzt kannst du bitte rein. Nur für Mitgliedermodus ist er aktiviert. Nur Mitglieder dieses Kanals können Nachrichten senden. Und schon sind wir soweit. Und schon sind wir beim Sub-Only-Chat. Wenn ich das ernsthaft... Merci dir. Herr Vlogger, merci dir. Wölfchen, ich nehme den Moss-Exklusivstream. Wölfchen, eines Tages kommt dein persönlicher Moss. Und wenn ich da nur für die und dein Moalor streamen muss.
Ist so schön ruhig, gell? Der Chat ist so schön. Schon nett. Kann man so lassen? Nein, natürlich nicht. Aber was man jetzt da noch oben draufsetzen kann, was mir YouTube da riesengroß anzeigt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Anzeigen einzuführen. Je mehr Zuschauer die Anzeigen ansehen, desto mehr verdienst du als Creator damit. Versuch es einfach mal. Merkst jetzt langsam. Ich habe übrigens da gerade draufgedruckt. Wer jetzt eine Werbung gekriegt hat. So, schauen wir wieder zurück. Alle nur Abonnenten, Mindestabozeit 1 Minute oder beliebige Dauer. So. Leute, ihr sollt keine Mitgliedschaft haben, ich steige wieder zurück aus. Hallo, ihr Psuffern Uhus. Was ist mit euch? Vlogger, merci dir. Der Michael, merci dir. Bussi aufs Nuss, Sinn ist da. Welcome to the Squad. Das war jetzt nicht meine Intention. Ich stehe schon wieder zurück. Da, jetzt sind wir alle da. Anzeige ist raus. Bei mir ist jetzt tatsächlich eine Werbung gekommen. Ja, da kommt bei mir eine Werbung. Und ich krieg permanent da rechts im Ohren von YouTube gesagt, schalt Werbung, schalt Werbung, schalt Werbung, schalt Werbung. Tue ich das? Nein. Gibt es irgendwelche weiteren Spezialvorteile für Mitglieder? Nein. Das meine ich mir, die kann so viel aggressiver mit der Kohle-Rausziegerei aus dieser Geschichte sein, dass ich mir da, glaube ich, niemals irgendwas vorwerfen lassen muss. Und wenn, dann muss ich leider Gottes sagen, halt dein Maul. Hat sich aber auch noch nie wirklich jemand beschwert, glaube ich. Und wenn dann ganz extrem wenig. Ganz extrem wenig. Übrigens, falls ihr wieder zurück seid aus der Werbung, Entschuldigung, ihr habt es ja teilweise, ich habe es erst danach gesagt, nachdem ich gedruckt habe, ich Vollidiot. Ich habe ja aktiv auf den Werbebutton gedrückt, es tut mir leid. Ich wollte bloß demonstrieren, wie es auch sein könnte. Ja? Und mich würde ja mal interessieren, ich kann ja das, wenn ich einen Stream mache, also das ist ja immer diese Ankündigung da muss ich OBS damit verbinden, blub, starten, dann geht's los. Kann ich im Stream die Einstellung tätigen, ich platziere die Werbung manuell selbst als Streamer, also nie, das darf man nie, das haben wir jetzt gerade mal zu Gaudi gemacht, oder ich lasse das von YouTube tun. Was glaubst du, was für ein großer Spaß das war, wenn ich das von YouTube durchlasse? Dann wirst du alle 3 Minuten mit einem Werbeblock zurückgeschissen in einem Livestream. Und da sage ich dir auch, wie es ist, wenn die Zuschauerzahlen so bleiben Daten bei 1000, 1200, 1400, je nachdem, 700, wie jetzt halt auch, dann darf sich so ein Livestream mit der Werbeschalterei richtig krass rechnen. Aber richtig anders krass. Also es wäre rentabel, sage ich dir, uninteressant, sage ich dir, wie es ist. Mache ich aber nicht, weil das Zuschauererlebnis kaputt macht. Und ich bin mir fast sicher, dass nicht viel kaputt geht dabei. Dann warten jetzt anstatt 700 Leute, warten halt 550, 600 da. Ich werde aber das Dreifache wahrscheinlich an Werbeauszahlungen kriegen. Tue ich das? Nein. So, ging zum Skippen, aber Werbung in einem Game ist echt madig. Ja, es ist madig. Und Twitch macht das gerade. Das halte ich für einen riesengroßen Fehler. Herr Schleikermann! Er hat's wirklich da, der kranke Teil. Ja, echt kranker Scheiß da. Boah, es war jetzt richtig grenzwertig Grenzgang-Shit. Herr Schleinkhofer, mehr sind Ist übrigens auch unterschiedlich, wer was für eine Werbung kriegt, aber das wisst ihr mittlerweile. Herr Beck! Mehr ist wieder ein Resub. Ist nur Test! Bürger Keck W. Das wird leider in die Donations nicht gezeigt. Aber gut, Streamlabs kennt natürlich die Custom-Emojis aus dem Kanal nicht. Leider. Aber Hauptsache sie gingen im Chat. Das war mir wichtig damals. Mittlerweile, weißt du was, auch ein Rückschritt war, ich sag das, was ist. Der Chat, so wie er da ist, leider Gottes bringe ich die Kastel da oben nicht weg, die hätte ich da gerne weg, weil das aber schon da nicht, wenn jemand resubbt und einer da nicht, dass das da oben kurz hängen bleibt. Blöd ist halt, dass da einfach Mitglied steht. Das ist ein bisschen behindert, aber gut. Ist gar nicht so tragisch. Ich finde, der Chat, wie er da anzeigt, ist 100-mal besser wie alles, was Twitch auf die Reihe kriegt und alles, was Restream auf die Reihe gekriegt hat. Alle Emojis funktionieren, man sieht die kleinen Beutel von den Leuten, man sieht den Namen sauber, man sieht die Stufen von den Mitgliedschaften und so. Es ist echt alles cool, das gefällt mir sehr gut. Weil wir vorher mal so dabei waren, das Scheiße wieder zurück zu Twitch, keine Ahnung. Herr Volland, merci dir, geht das? Ja, es geht schon, ich glaube, es ist ein Arschloch, oder was ist denn? Ist es ein Pikachu, der so macht? Mit Sternen lang, ich weiß nicht. Im Nachschau-Squad ist der Werbeblock von YouTube immer gesetzt. Das nervt übelst. Mr. Michael GR, ja, und das ist eine Absicht, ich sage das ganz ehrlich, ich stehe die Werbungen im VOD nicht mehr um, weil das
weil es ein Witz ist. Weil es einfach ein Witz ist. YouTube tut da sowieso, was es will. Und ich lasse alles so, wie es ist. Wenn YouTube das selber setzt, gehe ich davon aus, dass der Algorithmus das dann auch für gut befindet. Und lieber wird mein Video ein paar Mal öfter ausgeliefert, als das, dass ich Leute triggert. Ich würde einfach ein paar Mal öfter Werbung kriegen. Da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Ich finde wirklich, ich werde dafür nicht bezahlt, ja, wenn ihr YouTube Premium abschließt. 12 € ist absolut utopisch. Aber die Lite-Version, glaube ich, kostet 6,99. Das ist wirklich akzeptabel, wenn du Full YouTube schaust. Und ansonsten schaut euch Werbeblöcke ganz so und überspringt es nicht und blockt es nicht weg. Das merkt sich YouTube und dann kriegt ihr eine ganze Zeit lang in dem Video, obwohl ein Werbeblock kommen würde, wird der nächste gegebenenfalls, nicht immer, aber oft übersprungen und du kriegst den nächsten Werbeblock erst wieder, wenn du das nächste Video schaust oder so nach einer Viertelstunde. Und dann ist es gar nicht mehr so tragisch. Aber ja, ich habe auch YouTube Premium, ich nehme mich nicht raus, ich konsumiere aber auch extrem viel YouTube über den ganzen Tag, auf die Nacht, im Fernsehen etc. Da geht mir die Werbung so krass auf und sagt, dass ich sage, okay, ich habe schon mehr Geld für größeren Scheißdreck ausgeben. Werbung ist mittlerweile echt unerträglich auf YouTube. Ganz ehrlich, die ist schon immer unerträglich. Schon immer. Oft habe ich Werbung, schreibt der eine, du bist auch ganz oft im Nachschau-Squad, ich weiß, du kommentierst auch gern. Oft habe ich Werbung, manchmal überhaupt nicht. Ich habe da auch noch kein System dahinter entdeckt, was da YouTube macht, warum, wie, weshalb, wann. It is what it is, was soll ich machen? Der Schmidbauer Money killt mich immer wieder, der Schmidbauer Money ist aber auch ein guter. Steffi schreibt, also ich hau mir jetzt hier, gute Nacht an Triple F at Mods und bis Freitag. Absolut richtig, wir sehen uns am Freitag mit Palworld, gemütlich. Und falls ich da auch wieder spontan keinen Bock nicht hab, wollte uns was anderes ein. Aber schon krass, 12,99 für das, dass man keine Werbung sieht, kostet ja mehr als ein Netflix-Abo. Ja, Mr. iPointify, aber sieh's mal so, was kostet ein Spotify Premium? Da hast du nur Musik ohne Werbung. Und für YouTube Premium kriegst du YouTube Music dazu. Und wenn man sich da einmal damit befasst, soll das gar nicht so schlecht sein, wie man meint. Man ist halt einfach bloß Spotify gewohnt, natürlich. Aber YouTube Music hat teilweise mehr Sachen und funktioniert genauso. Du kündigst dein Spotify und gewohnst die, brauchst 2 Wochen. Nimmst YouTube Music her und hast werbefreie YouTube auch noch dazu. Und ich glaube, die kosten ähnlich viel. Was kostet Spotify Premium? Das weiß ich aber nicht, was zahlt die Frau. Spotify Premium. 2 Monate kostenlos testen, anschlägen. Und danach kostet Spotify 11 €. Und da beschwert sich irgendwie auch keiner. Und ich finde Werbung zwischen Lieder 100-mal schlimmer oder mindestens genauso nervig wie im Video drin. Ist 1 € billiger. Ja, es kostet 1 € weniger mit YouTube Premium. Ja, mit Frau ist es gut. Ja, Flipnase, absolut richtig. Der Zeili schreibt, 20 € für Spotify und 30 € für YouTube Premium im Jahr. Ja gut, dann hast du VPN irgendwo. So wie es ist, das würde ich auch tun. Allerdings weiß ich nicht, wie YouTube reagiert, wenn es wirklich irgendwann einmal dagegen vorgingen. Und ich kann mir halt nicht leisten, dass mein Kanal-Account löschen, sperren. Darum lasse ich die VPN-Scheiße schön brav sein. Ich nehme Spotify nur noch für Podcasts her, YouTube Music, weil da Musik ohne Werbung. Sagst du das? Es ist weniger als der öffentlich-rechtliche Beitrag, das ist richtig, aber der gehört sowieso angeschafft, wenn du mich fragst. Ja, nicht ganz. Es gehört bloß mehr aufgerammt drin, sagen wir es so. Na, also YouTube Premium ist echt gerechtfertigt, wenn man wie in meinem Fall seit 1,5 Dekaden kostenlos fast hauptsächlich YouTube schaut. Ja, ist bei mir genau das Gleiche. Und, nicht vergessen, ja, natürlich verdient YouTube da was, aber auch wir Creator haben da was davon. Das heißt nicht, dass wir mir dann von YouTube Premium-Usern keinen Werbetraffic, sage ich jetzt einmal, kriegen und dann nichts mehr kriegen für das, was wir tun. Was einigen wurscht ist, einigen nicht. Sondern es gibt dann einen YouTube Premium-Umsatz, den so ein Creator kriegt. Das ist natürlich, ich glaube, es ist ähnlich viel. Es ist wurscht, du tust dem Creator damit nicht weh, falls das jemand interessiert, keine Ahnung.
Netflix hat alle VPN-Käufer jetzt rausgeworfen. Genau. Und irgendwann kommt da einmal Google und YouTube auf den Trichter, so mit Freunde der Sonne so nicht. Und jetzt sagt du hast schon Zeit, herzlichen Glückwunsch. Dann wird der Account gelöscht oder bannt oder was auch immer. Und das tut mir halt ein bisschen mehr weh, wie irgendjemanden mit einem Zuschauer-Account. Tut natürlich auch weh, weil du hast 20 Euro Zeit für den Account. Gut, der ist dann weg. Aber es ist ein bisschen weniger wie 7 Jahre harte Arbeit, schneiden, rendern, hochladen. Birger, was kriegst du durch YouTube Premium-User mehr? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es verschiebt sich im Prinzip. Wenn ich vorher im Monat 100 Euro durch Werbeeinnahmen gekriegt habe, ungefähr, dann kriege ich jetzt nicht mehr 100 Euro durch Werbeeinnahmen, sondern bloß 80 und 20 Euro durch YouTube Premium-User, die meine Sachen anschauen. Das ist so mein Anteil draus, den mir YouTube dort zahlt. Aber wie viel der Premium-User das sind, wie viele Minuten watcht und Dinge, weiß ich alles nicht. Du bist nicht der Einzige. Ich bin nicht derjenige, der die Scheiße baut. Eigentlich gehört sie mir wieder mit dem Wagen auseinandergesetzt. Eigentlich habe ich so lange nicht mehr zugeschaut und mich nicht mehr dafür interessiert, dass langsam vielleicht doch wieder interessant wird. Was du denn so? Naja. Alter, 13 Euro im Monat, das kostet ja mehr als mein WoW-Abo. Leck Arsch. Ich weiß gar nicht, ist in Österreich der Preis anders? Nochmal, es gibt eine YouTube Premium Lite Version. Muss ich mal schauen, ob ich nicht das in Scheiß verzeihe, vielleicht gibt es ja schon gar nicht mehr. YouTube Premium Lite. YouTube Premium Lite. Wir erklären das Lite-Abo. YouTube Premium kostet 12,99 Euro im Monat. Diese heißt Premium Lite und kostet nur 5,99 Euro im Monat. Für diesen Preis können Nutzer alle Inhalte ohne Werbung genießen. Die weiteren Features von YouTube Premium sind allerdings nicht enthalten. Da ist halt YouTube Music und der Scheiß weg. Aber es geht ja hauptsächlich um die Werbung und 6 Euro. Wenn du am Tag 1 Stunde YouTube konsumierst, zahlen sie die 6 Euro sofort aus, weil wenn du am Tag 1 Stunde YouTube konsumierst du ungefähr eine Viertelstunde Werbung, wenn es klang. Davon. Also im Prinzip konsumierst du bloß 45 Minuten YouTube. Da zahle ich gern die 6 Euro und schaue mir flüssig, ohne Unterbrechung die Sachen an. Ich sag das auch, aber es ist, ich war halt so blöd, da hat es das YouTube Lite noch nicht gegeben, aber eine vergünstigte Version vom Jahresabo, die glaube ich dann 90 Euro kostet oder 100 Euro oder so kostet. 110? Ich weiß es nicht mehr. Die habe ich mir gekauft. Das ist noch gar nicht lang her. Ich habe jetzt das ganze Jahr lang YouTube Premium. Wenn das abläuft, kündigen und ich nehme die YouTube Lite Version. Weil die Bannerwerbung und der YouTube Music Scheiß interessiert mich ist ein Kack. Ich schaue wegen der Werbung seit 12 Jahren kein TV mehr. Ja, aber ihr werdet euch daran gewöhnen müssen, dass sämtliche Online-Plattformen und Anbieter, Social Medias und so weiter immer mehr Werbung schalten. Immer mehr Leute benutzen diese Plattformen. Immer mehr Traffic, immer mehr Kosten. Parallel dazu immer mehr geldgierig. Megakonzern, der noch mehr Gewinne braucht. Es wird immer mehr. Schaut euch da an, Prime. Gestern haben wir die Nachricht gekriegt. Ab jetzt kommt Werbung bei Amazon Prime. Oder zahlt 2,99 € mehr. Netflix fängt an damit. Die VPN-Leute rauszuwerfen. Account-Sharing rauszuwerfen. Abos mit Werbung anzubieten, etc. etc. Irgendwann haben wir auf dem gleichen Level wie mit dem Fernsehen, vielleicht nicht ganz so krass, da ist schon noch lang hin, weil der Fernseher ist wirklich unschaubar, das ist, wer es dies noch gibt, dem kann ich auch nicht helfen. Und irgendwann haben wir das gleiche Level erreicht, kannst Gift drauf nehmen. Vor allem Filme schauen und so weiter, ich zahle doch nicht ein Abo, damit ich mir Filme anschauen kann und dann wird eben mit einem Bezahlabo mit Werbung zugeschissen. Also irgendwann reicht's. Tut mir leid, aber da setze ich meinen Piraten halt wieder auf. Und Mama, how to, du kannst mir am Arsch lecken mit deinem Abo-Dreck. Netflix hat wieder Account-Sharing plus 2 Personen pro Abo. Ja, sagst das. Haben sie sich nicht auf den Deckel gekriegt und so viele Kündigungen, dass sie wieder zurückgerudert haben. Mark my words. 1 bis 2 Jahre und sie probieren es wieder. YouTube Premium Family Paket und jeder zahlt 5 Euro. Geht natürlich auch. Der Russe meines Vertrauens, wie lange habe ich die schon immer gelesen? Geht wie ich studieren, zahlt im Monat 155 Euro fürs Studium, um 7 Euro bei YouTube zu sparen. Das ist ein richtig guter Plan. Das hört sich richtig gut an. Der Büffel schreibt, es wird krasser wie beim normalen TV. Das glaube ich nicht. Aber das gleiche Level.
Brauchst du bloß einmal auf Pro7 um 8 Uhr, Viertel nach 8 Uhr am Sonntag einen Film schauen. Viertelstunde Werbung, Viertelstunde Film, 10 Minuten Werbung. Viertelstunde Film, 10 Minuten Werbung. Naja. So. Jetzt deren, es ist schon 5:30, wo die Zeit hingekommen ist. Ich hab keinen Dunst, Alter. Es war mir wirklich von tiefstem Herzen. Ich hab jetzt so krass. Heute war so ein Tag, ab und zu sage ich einmal, ja, ich hab einmal keinen Bock auf Streamen. Und sobald ich dann da sitze, ist es vorbei. Ich hab heute so krass keinen Bock gehabt. Wie schon lange nicht mehr. Sag ich dir, was ist, weil keine Ahnung, bin ein bisschen der Haut und hab mich dann kurz davor umentschieden, dass wir einen Blättschmerz machen, und das war genau die richtige Entscheidung. Das war aus tiefstem Herzen, hat das richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam wie immer. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hoffe, wir haben uns gemeinsam den Abend einigermaßen zauberhaft vertrieben. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like-Button nicht vergessen. Abo-Button nicht vergessen und die Glocken aktivieren. Das ist einmal das Allerwichtigste. Wer das immer noch nicht da hat, wichtiger denn je. Kuss auf die Nuss. Ich hoffe, es war ein Fest auch für euch. Vielen Dank für die ganzen Donations. Es ist halt wieder leicht aus dem Ruder gelaufen. Danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Kuss auf die Nuss. Welcome to the Squad. Kriegst du nochmal die Tröte. Und dann da die sagen, schleichen wir uns davon. Wir sehen uns am Freitag um 20 Uhr. Bisschen Palworld. Tun, wenn das nichts ist, dann bereite ich was vor, was wir nächste Woche sowieso spielen. Nächste Woche kommt Humanity Z und U-Boat. Ich weiß bloß noch nicht, was waren. Weiß nicht, was das größere Potenzial hat. Ich glaube, ja, sehen wir dann. Wir werden sehen. Da würde ich sagen, Dankeschön für alles, danke für die Donations, danke für die alten und neuen Mitgliedschaften. Press Triple F für die Moderatoren, Bussi aufs Nussi, merci fürs dabei sein. Sehen wir uns am Freitag. Hauen Sie sich hinein, ich wünsche eine gute Nacht. Kuss auf die Nuss. Habe! So, jetzt brauche ich wieder eine Viertelstunde, bis ich einen Ausbutton finde. Das ist immer ein bisschen peinlich. Oh, das ist nein. Heft nicht. So, Schlagzeug!